Guten Morgen, Damen und Herren, willkommen hier auf unserer Edition, der 9. Edition vom Gräsil. Just direkt wieder Firo gehen für Begrüßungswörter. Eine kleine Information, es gibt eine Traduction auf Französisch. Il y a une traduction orale directe en français. Pour les personnes qui souhaitent, ils peuvent prendre des casques. Aussi pour les personnes en ligne, vous pouvez choisir le bouton traduction pour avoir la traduction en français. Da gebe ich direkt dem Herrn Jans das Wort gehen für die Begrüßung. Voilà. Madame Minister Corinne Kahn, Herr Präsident Emil Eicher, die Damen und Herren Deputierten, die Damen und Herren Bürgermeisteren, die Damen und Herren Chefen, die Damen und Herren Gemengeräit, Vertreter vom Minister, von den Gemengen, von den Assoziationen, von allen Institutionen, alle Guten. Willkommen heute zu Hunschering an unserem Kulturhaus, wird 10. April von diesem Jahr den Centre Culturel von der Gemeinde Beteburg aus, den Centre Culturel, den nicht nehmen, den schönen Festsaal hat, mit denen auch über ganz mit Kleinräumlichkeiten verfügt, an denen als Kulturvereine innerbrucht sind. Als Kulturvereine das sind da eine ganze Reihe, eine Harmonie, eine Fanfare, Mandolinisten, 2 Choralen und so weiter, die hier einen Platz von tun, wo sie sich mänglich wohl spüren. Und ich denke, dass die auch werden können, die Morgen hier alle Guten wohl spüren. Die hat ein interessantes Programm. Ein wichtiges Thema, wie kriegen wir möglichst viel nicht Lützeburger dazu, sich für Gemengewellen anzuschreiben, die ganz geschwind werden kommen. Wir schaffen die Morgen heute drauf an der Plenär, an Arbeitsgruppen, an das wird hoffentlich zu produktiven Konklusionen führen. Ich will als Beteburger Chefen nach Merci so ein Egalitätsservice, den auch sich viel investiert hat, besonders dem Deborah Semedo, dass das morgen heute klappt, dann aber auch all unsere lokalen Materbeter, die zum Gelingen von diesem Gräsil heute zu Hunschering beitragen. Nur den Erbechten könnt ihr dann nachher am Preo von unserem Kulturhaus weiter diskutieren bei einem Glas und auch bei einem kleinen Maufe. Willkommen und einen guten Tag. Vielmals merci. Dann gebe ich das Wort weiter an den Präsidenten vom Civic Hall, den Herrn Eicher, wann es schreibt. Auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite, Madame Minister Corinne Kahn. Also, was ich denke, dass wir die Gräsil machen, wir waren gestern bei Ihnen, oder war es 4 gestern. Das ganz regelmäßig für mich da draußen für das gute Kurs an der Publik bei Gemeinden motivieren und unterstützen. Ich bin auch froh, dass wir bei der Jean-Marie Jans, bei den Chefin, konnten auf Hunschring kommen an die ganz flott Gebäude. Das impressioniert mich wirklich, auch von der Integration am Dorf, das wirklich ein gelungenes Projekt. Felicitationen dafür. Kollege deputiert, liebe Kollegen aus den Gemengen, liebe Vertreter vom Ministerium, vom AStI, auch von CEFIS, liebe Leute aus den Kommissionen an, viel begeistert Bürger, die sich auch dafür einsetzen, dass es fertigbringen für ausländische Matbürger. Das kann ja, wo sie auch andere Chancen haben, für viel schnell können sich mit der Wahl zu beteiligen, auch zu motivieren, für dabei zu sein. Und am Anfang hat den Tag auch noch ein Zweit fast, dass ich auch froh bin, dass der Mega dabei ist, weil da geht es eigentlich auch Chancengleichheit in dem Fall zwischen Mann und Frau. Und ich weiß, dass da auch noch viel Bedarf ist. Wie gesagt, Wegfälle von der Residenzklausel von 5 Jahren erleichtert es ungemein für als ausländische Matbürger sich an der Wahl zu beteiligen.
Ich meine, dass man auch schon eine Woche hatte, wo man probiert hatten, einen Portewert von den Gemeinden zu machen, eine Party, die matt gemacht haben. Wir wissen, dass es ganz schwierig ist, in die Population zu kommen, mit sind die viel kleinen Schritte, die schlussendlich Differenz machen und immer dran bleiben. Und dass wir eine Party Gemeinden haben, die das formidabel machen, das wissen wir, dafür sind wir auch froh, dass wir heute auch Präsentationen kriegen von den Gemeinden, notamment Stengefortstraßen an Schöffling, die hier bonne Pratik präsentieren, wo du auch Fragen und Antworten kriegst. Geht auch darum, für allem an der Plattform für den Austausch zu machen, nicht nur einen Top-Down-Approach zu haben, mit anderen ist zu kontaktieren, zu vernetzen, weil so leer den am schnellsten. Bürgerbeteiligung ist und bleibt die beste Integrationsmöglichkeit für Neuleute, egal ob es Ausländer oder Lützeburger sind, ob Mann oder Frau, für sich am politischen Leben zu beteiligen. Für Ausländer ist es umso mehr schwer, weil sie ganz oft aus einem anderen Kulturbereich kommen, eine andere Sprache schwätzen, vielleicht andere Erfahrungen gemacht und nicht immer die glücklichsten, das werden da viele nicht haben. Und das muss in auch in Konsideration holen, wenn man mit diesen Leuten diskutiert. Das heißt, Leute da aufholen, wo sie sind. Und nicht zu hohe Erwartungen stellen. Das ist schon der nächste große Schritt schon manchmal gemacht. Und da kommt er auch relativ schnell führen. Das ist auch nicht wie bei anderen großen Projekten, die Gemeinden haben, dass das enorm an Geld wird schlagen. Es braucht extrem viel Energie, ganz viel Engagement, viele Leute, die auch dahinter stehen, und so doch direkt, wenn er nicht gute Ambassadeuren hat, die auch außerhalb von der Gemeinde für ihn schaffen, dann wird es ganz schwer, dafür motiviert und probiert, über DW Multiplikatoren zu finden für das gute Idee. Ich so nicht merci und wünsche euch einen ganz flotten Morgen mit guten Erfahrungen. Nach viel gesagt, vergisst nur nicht, dass wir auch nach der Pause bei Kaffee und Kuchen lebt, weil das ist auch immens wichtig. Vielmals merci. Vielmals merci. Da gibt es das Wort Virogin und Madame Minister für Familie und Integration, Corinne Kahn. So, lo klappt es drin. Knöpfchen gedrückt nehmen. So, vielmals merci, Herr Präsident vom Civicol, die Damen und Herren, Bürgermeister, Chefe, Gemeinderat, die Damen und Herren, von der AStI, dem CEFIS, lief Ihre Gäste, alle guten Herr Deputierten, hatte ich gesehen, die Damen und Herren, ich hoffe, dass Stummer da kein vergiss hun. Ich bin immens froh, heute Morgen hier zu sein. Ich bin doch nicht gewinnt, ein Rede zu lesen. Allerdings muss ich aber mal ein Landsbericht für den Jacques, Michael, Conny, dann, die haben so viel abgeschrieben, dass ich aber fährt, einen Teil schon zu vergessen, sodass ich mir aber für Note mal ein mitbrucht tun, weil sonst gehe ich ja nur vielleicht vernannt, wenn ich den oder anderen vergesse, hun. Ich meine, den Emil Eicher hat schon ganz viel gesagt, den Austausch ist wichtig, Best Practices und gucken, wie machen andere Apps, wir treten nicht immer neu zu erfahren, aber vielleicht am Kader vom Zusammenleben, von der Integration, auch mal Sachen einfach zu kopieren, die an anderen Gemeinden ganz gut klappen. Und ich meine, dafür ist es auch so wichtig, dass das Ministerium zusammen mit dem Civicol, mit der AStI, mit dem CEFIS eben den Austausch organisiert. Ich ging gerne das Wort zum neuen Wahlgesetz so, die wisst, dass die Challenge ja aber relativ groß ist, sondern im Moment sieht das alles nicht immens gut aus, will ich aber mal einkehren so. Und nun sind wir noch ein bisschen weit von den Wahlen weg, die Leute dabei spüren nach keinen Wahlen, glücklicherweise, eine Jahr-Wahlkampagne ist ja auch wirklich ein bisschen lang, mit dem Wahlgesetz wird geändert. Die Leute müssen nicht mehr 5 Jahre am Land gelebt haben, um wählen zu gehen. Das heißt, sie können bis 55 Stich führende Wahlen, das heißt bis den 17. April 2023 sich ausschreiben gehen, für mitzumachen bei den Gemeindewahlen nächstes Jahr. Also den 17. April 2023, also das Stichdatum für sich anzuschreiben, wir können mit wählen zu gehen. Dann sprach ich ja nicht so, wie wichtig es ist, dass man die Leute motivieren, für mit wählen zu gehen, weil wählen gehen heißt ja nicht nur
so wie enger Partei no steht mir für alle Mal sich zu interessieren, was an seiner Gemeinde überhaupt geschieht, wie eng Partei für was steht an seiner Gemeinde, wie was will machen, weil jeder Verein ist ja konzerniert vom Leben an seiner Gemeinde. Und dafür meine ich, sollten wir alle Guten gucken, die Leute zu motivieren, die noch nicht angeschrieben sind, für sich anschreiben zu gehen. Ich will daran erinnern, dass bei den letzten Gemeindewahlen ungefähr 22% von den Wahlberechtigten damals sich angeschrieben hatten. Wenn ich das dann aber ob das neue Gesetz rüberhält, dann sind das just nach 11% von den Wahlberechtigten, weil die auch all die für mit wählen gehen, die nach keinen 5 Jahren hier am Land leben. Das ist ein Challenge, ist natürlich die 11% da mal massiv runterzuschrauben. Und ich will das aber hier ein bisschen so am Moment, wie gesagt, wir sind auch weit weg von den Wahlen, aber am Moment haben wir nicht die Impression, wie wenn ein grosses Movement wäre von Leuten, die sich gegen anschreiben gehen, für wählen zu gehen. Und da sind die also wichtig, für die Leute zu sagen, sie sollen das auch vernünftig machen. Es geht nicht weh. En plus haben wir ja die Wahlpflicht zu Lützeburg. Was möchte das den Tag ja aber für uns einen ganz speziellen Tag aus, wenn wir wählen gehen. Da sehen wir die ganze Karte irgendwie, die Schnitzdehnen, das ist schon ein ganz spezieller Tag, meine ich, so ein Wahltag. Und da will man, dass jeder jemand möchte, dass jeder jemand wählen geht und dass auch jeder jemand 400 Jahre beim Wahlbüro dann mit Schnitzt und mit eben ein paar flotte Momente verbringt. Das heißt, ihr sollt die Leute informieren, für das sie können wählen gehen, dass sie sich sollen anschreiben gehen und dann soll da, wenn es klifft, auch wann das geht, Beamten sensibilisieren, weil die natürlich verschiedene Art und Weise für Leute willkommen sind an einer Gemeinde, wenn sie sich anschreiben kommen. Die einen wird so vielmals merci, willkommen via ihre Adresse und die anderen wird so, will ich nicht direkt hier auf die Wählerliste schreiben, zum Beispiel. Da kriegt wahrscheinlich als Antwort für allem von einem nicht Lützeburger, ich kenne hier keinen und ich kenne hier nicht. Wenn die Beamten da sagt, ja, mir das ist aber nicht schlimm, dann, wenn du dich hier auf die Liste schreibst, aber dann interessierst du dich auch dafür, und da lernst du Leute kennen, und da guckst du, wie für was steht, wie eine Politik hier an der Gemeinde gemacht wird, wie die Zukunft von der Gemeinde hier soll gestaltet gehen. Und ich meine, da muss man wirklich, guten Morgen, als Beamten auch encouragieren, für die Leute zu encouragieren, sich dann direkt, wenn sie dabei sie an das Büro kommen, sich direkt auf die Wählerlisten anzuschreiben. Ich denke, dass da wir schon den Tor von den Ausschreibungen ein bisschen herabgingen kriegen. Bon, ihr kennt das nationale Kampagne, je peux voter. Ich habe gerade gesehen, dass die Farben sich da ein bisschen beißen. Das eine Blut und das andere Blut. Ich nehme mal durch Blut wäre Blut, aber ich habe festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Das gibt da viele verschiedene Farben, uns Rollappen. Wir haben bislang schon ganz viele Gemeinden, 30 Gemeinden, die gefragt haben, für Infomaterial von uns zu kriegen. Ich wäre froh, wenn wir können weitere Gemeinden auch helfen, für eben so Material zu kriegen. Also wir haben hier Roll-Upen, wir haben Beachflags, wir haben Informationsstände, so steht in der Bausen, wir haben natürlich auch Online-Material. Also zeigt nicht, erfragt, geliebt. An den Bus. Ja, wir haben auch so einen Bus, wo ich noch Fotos machen kann. Also wir stellen die Stadt alles ganz, ganz gerne zur Verfügung, wenn ihr fest tut, mal vielleicht auch auf den Markt zu gehen, wo viele Leute bei Ihnen kommen. Zeigt nicht, freut uns, wir stellen die Stadt alles ganz gerne zur Verfügung. Da werden wir auch noch weiteres Material ausschaffen, an ihr zur Verfügung stellen, unter anderem einen neuen Depliant mit all den Konditionen für zu wählen. Weil, ja, erstens brauche ich mal, muss ich wissen, wie ich derbisch wählen gehe, mit der dann, dass dann auch wie wählen ist, heute zu Lützeburg, weil das System ist ja nicht nämlich wie an anderen Ländern, die aber Leute, die wählen dann zum Beispiel, die so, ich fand CSV, das ist so die Partei, die ich gerne gegen wählen, mit dem Marc Spautz, den ist besonders sympathisch, dem gehen dann auch noch 2 Stimmen. Da hat das dem Marc Spautz nicht geholfen, der CSV nicht geholfen, mit all denen anderen wahrscheinlich echt da. Ich wollte das mal als Beispiel so, dass an unserem Interesse, dass wenn die Leute wählen gehen, dass sie auch richtig wählen. Und dafür werden wir an einer zweiten Phase natürlich auch nicht nur so, und die Leute sollen sich anschreiben, mit die Leute auch noch ein bisschen erklären, wie sie dann, wenn es geliebt, sollen wählen, wenn sie sich dann deplacieren an den Wahlbüro.
Bon, wir werden an dem neuen Deplier werden wir wie gesagt Konditionen für zu wählen detaillieren. Wir werden do ein Témoignage auch von Bürger, Videoen, wie ein Wahlzettel korrekt ausfüllt, an einer Majoritsgemeinde, respektive an einer Proportsgemeinde, das ist auch nicht genau selber. Das ist übrigens eine Idee von der Gemeinde Dietling, die wir abgegriffen haben, an die wir zusammen mit dem Civicol umgesetzt haben. Dafür vielmals merci für zusammen, habe ich gesehen, war gut Idee kommen, da greifen das Civicol und das Familienministerium dadurch ganz gern ob für das dann jedem zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, 30 Gemengen Huschow von Eisen Rollappen etc. Gebrauch gemacht, Foto bei uns no, wir haben das auch an all verschiedenen Sprachen, soll nicht nur auf Lützeburg, sind wir auf ganz verschiedene Sprachen, das stellen wir euch alles, wie gesagt, zur Verfügung. Da ging wir zusammen mit dem Civicol proposieren, so wie die letzte Kehr, das hat ein grosses Succès, eine Journée Porte ouverte zu machen, auf die Gemengen, auf all die Gemengen, die kann verbannen mit einem Fest zum Beispiel, sonst Evenementen, und das ging wir proposieren, mit März zu machen, und noch kein Datum festgehalten, mit März schenkt uns eine gute Zeit zu sehen, wann bis zum 17. April sich kann nachschreiben gehen, für nach ein Jahr die Leute sensibilisieren und zu encouragieren, sich dann den Tag vielleicht auf die Fehlerlöschen anzuschreiben. Die letzte Jahr hatte ich die Chance, den portugiesischen Präsident gerade bei Hand zu holen, den du mal das Bürgercenter von der Stadt Lützeburg gegangen hast. Top, die Wette gilt, vielleicht bringt er mal ja irgendeinen internationale Star op Lützeburg den die Leute kann encouragieren für wählen zu gehen. Wenn dazu dagegen encouragieren, dann mengen ich, wäre das mehr ganz sicher wert. Wir probieren übrigens aber auch halt zu Lützeburg Ambassadeuren zu finden, vielleicht mehr bekannte Leute, die einen Immigrationshintergrund tun oder auch nicht die lützeburgische Nationalität tun, die uns dann auch helfen, die Leute zu encouragieren, sich anzuschreiben, weil wir auch bei den letzten Wahlen 2017 gemerkt haben, dass es wichtig ist, dass die Leute auch selber mit ihrer Community schwätzen, das heißt Multiplikatoren sind wichtig, das mehr einfach von Solomol in den d'Origine Kapverdien aus bei Kapverdianer geht, an denen erklärt, wie war das so flott aus Vielen zu gehen und so wichtig aus Vielen zu gehen, wie wir nicht das machen oder Nemil Eicher, ich meine, sie lassen uns dann nur, vielleicht leben sonst aber Männer, wie man von hinten den an ihrer Spruch auch Martine schwätzt, hinten das nach einkehr sieht. Dann machen wir auch einen kleinen Konkurs. Wenn ich das so kann nennen, das tun de Jacques dann, Conny und dann an Michel nicht so genannt an der Not. Wir nennen das mal so, das ist ein kleiner Konkurs. Die hat mit Oktober oder die erste Kehr Statistik gekriegt von ihrer Gemeinde, wie viel ausländische Mitbürger da bislang angeschrieben sind bei ihr. Ich ging daraus dann einen kleinen Konkurs machen. Wir werden das auch weiter, der CEFIS wird das weiter machen, so große Monitoring. Wir werden ihr dann immer so, wie viele Leute bei ihr an der Gemeinde angeschrieben sind. Und ich fand, das soll dann von einem Konkurs sein. Da könnt ihr ja gucken, aber den anderen sie treffen, für das Mail sich ausschreiben, weil finalement wir können ganz viele Kampagnen machen mit sie aber die Leute encouragiert, für sich anzuschreiben an die Gemengen, am Alldach, am Bürgercenter. Und dafür ging ich durchaus einen kleinen Konkurs machen. Wir werden nicht auch weiter natürlich all die Données liefern, all die Statistiken. Da sind kein Bedenken zur Protektion der Données, weil, wie gesagt, das kann ich dann auch teilen, da ist auch kein Nimm drauf. Und da könnt ihr dann auch vielleicht gezielte Sensibilisierungskampagne machen, wenn da sieht man tun extrem viel Franzosen sich bei uns angeschrieben, wir nach Gurke Belsch, haben wir aber so viel Belgier in unserer Gemeinde wohnen, da könnt ihr vielleicht gezielt eine Kampagne machen, die sich mehr auf die Belstaatsbürger dann fokussiert zum Beispiel. Also es geht uns darum, dass wir die Info geben, die man nicht alle können kriegen, für dass die auch immer da können schaffen und dass sie können verwerten, für das dann auch wirklich Leute zu überzeugen, für das zu machen. Wir noch mit 30 Gemengen laden, nämlich hat gesagt, der Pakt vom Zusammenleben erschrieben, da sind natürlich uns Integrationsbüro, das auch heute am Saal sind, stehen natürlich auch zur Verfügung für zu helfen, gerade wie natürlich auch das, die CEFIS, der Klei, also ich meine, wir sind relativ gut aufgestellt, ihr müsst just davon Gebrauch machen. Und dann schon gesagt, Best Practices sind wichtig, wenn etwas gut funktioniert, da soll ich das, wenn ich gelieft, auch wiederholen und kopieren. Dafür, bon, ich denke, wenn wir alle zusammenhalten und gucken, dass wir die Leute überzeugen, da kriegen wir da vielleicht noch ein paar überzeugen. Ich merke im Moment so nach einkehr, dass das aber ganz los ist. Und dafür vielleicht nach einkehr einen kleinen Appell haben, dass wir da nicht sollen laberlosen, wir echt au contraire nach einkehr gucken, ein bisschen mehr Energie daran zu pumpen, weil ich noch immer überzeugt, dass Demokratie just nicht mehr kann eine Demokratie sein, wenn noch nicht frei partizipiert, das ist keine Demokratie. Und dann ist ganz wichtig, dass ich meine Noten einkehr gucke, für die Mercien, für das ich auch nicht mehr vergessen. Also das mal Merci und Bete bei der Gemeinde an hier Madabestadt, dass wir heute dafür sind an dem ganz schönen Saal.
Dann ein große Merci und de Civicol und Dasti und de Cefis, große Merci auch und Integrationsbüro dafür ihren Engagement, dann die gut zusammenarbeit. Da ging ich auch gerne dem CNE große Merci so, dass sie bereit sind, bei diesem Evenement dabei zu sein, sowie auch der Vertreter vom Ministerium für Gleichstellung zwischen Frauen und Männern an der Regierung wollen, sollen und müssen wir zusammen schaffen, nämlich 10 alle in einem Strang und schmengen. Wir wollen alle Guten das selbst und dafür ist die Zusammenarbeit auch so wichtig. Ganz besonders Merci natürlich eng mat am Familienminister an dann de letzte Merci ging ich aber gern ich alle Gute soen, dass der Haut he sieht, dass der so brav no lauscht, dass der auch matt macht, dass der so engagiert sieht, weil ich weiß, dass alle Einzelnen den de Moien schon he ist, dass den extrem engagiert ist und da wünschen ich ganz flott Echangen, konstruktiven Dach an ich hoffe, dass der mat lauter neuen flotten Ideen heben geht, an die dann vu moi und auch an Äre Gemenge könnt umsetzen. Voilà. Vielmals merci. Vielmals merci, Madame Kahn, für das wir wieder an unserem Programm gesehen haben wir in der Plenär am Saal. Und du noch das eine Pause. An der Pause gehen wir an Atelieren, die extra so gemacht sind, dass wir eine kleine Gruppe sind, für uns noch besser können auszutauschen. Das heißt, wenn unser Computer darum geht, dann gehen wir weiter vor und dann gebe dann Marc Piron von der ASTI das Wort gehen, den als eine kleine Introduktion möchte über das Formular d'Inscription und er antwortet dazu. Guten Morgen alle Guten, Madame Minister, lieber Präsident vom Civicol, lieber Schaffen, Integrationsschaffen von Beteburg. Wir sind ganz froh, weil wir schmengen, weil die Eichkeier quasi 150 Leute haben, die sich heute am Gräsil angemeldet haben, schmengen, so viele Leute hatten wir noch wirklich nie. Vielmals merci dafür, das weißt ja auch, dass den Sujet, den wir heute durchschwätzen, ganz viel Gemenge responsabel, Präsidenten von Integrationskommissionen und anderen Leute interessiert sind. Feiert sich Gemengen haut du gemeldet, du hast noch ein bisschen Sput noch Uwen, das nicht gerade haltschen, aber das sind ja schon mal die. Voilà. Für euch unzumelden, wurde ein ganz kleiner Questionnaire müssen ausfüllen, und wir wollten ja stehen dann noch ganz kurz präsentieren, was dann du als Resultate herauskommen sind. Die Frau hat sich für allem rundherum das neue Gesetz gedreht, dass sich die Residenzklausel supprimiert, das heißt, dass doch nicht Lützebäuer verloren, egal wie lange sie in einer Gemeinde wohnen, dürfen direkt wählen gehen. Die erste Frage, die war, ob die als Gemeinde schon oder will es gut, da wo nicht Lützebäuer zu informieren, über das neue Gesetz, das rauskommt, da sind 59% gesagt, ja, sie dürfen das machen, und 38% gesagt, sie wissen noch nicht, ob sie das sollen machen oder nicht. Du hast auch effektiv zu hoffen, dass aber die meisten irgendwann sich dafür engagieren, die Leute auch über das neue Wahlgesetz zu informieren, weil natürlich ist das ganz wichtig in diesem Kontext. Wie haben die Leute, wie haben die Gemeinden das gemacht, für die Leute zu sensibilisieren? Du stechen für allem 2 Hauptmittel raus, das ist einmal der Print, das heißt der Board, Flyern ausstellen und so weiter, und dann die sozialen Medien, den SMS to Citizens, das heißt die Appen, die Gemeinden haben, hier Réseaux sociaux und so weiter. Hauptsächlich steht 2 Schienen, die Gemeinde vor für die Leute, ob das neue Gesetz zu sensibilisieren. Dann sind aber auch verschiedene Gemeinden, die die Lettre Personal benutzt haben, und dann probieren verschiedene Gemeinden natürlich auch über Portoverten zum Beispiel oder Informationsreunionen und so weiter, die Leute, ob das neue Gesetz zu sensibilisieren, zu informieren. Eine zweite Frage war,
ob dir dann systematisch die Leute, die sich an Gemengenummer kommen, ob die da systematisch auch über die Rechte informiert gehen. Da sind da 24% die so ja, an 64% wissen nicht, ob dann lo an ihre Gemengen die Leute systematisch sensibilisiert gehen, ob das neue Gesetz respektiv ob Möglichkeit überhaupt wählen zu gehen oder nicht. An 12% so sie machen das nicht. Auch heurem, ja, wie machen sie das dann für systematisch vorzugehen, für die Leute zu sensibilisieren? Heißt es für allem das Büro der Population, auf hier, das heißt, ganz viele Gemeinden probieren direkt, wenn die Leute sich kommen, an ihrem Büro der Population, auch die Leute dann dementsprechend, ob hier das Recht, sich auf Wahllisten abzusetzen, zu sensibilisieren. Und dann kommen die Klassiker zurück, Journée de Bienvenue, an auch die Broschüre de Bienvenue, die Kit de Bienvenue, die ganz viele Gemeinden und immer mehr Gemeinden auch haben. Voilà. Ich hoffe, das war nicht schade, für das ich muss abhalten. Voilà. Dann bei autres, bon, wie gesagt, das tun wir schon gesagt, der Büro der Population, der wirklich sich da auf vier gestochen hat. Und da war eine letzte Frage, ob da dann will es eine Journée d'inscription zu organisieren bei euch an der Gemeinde. Da sind 32%, die haben gesagt, ja, und 30% wussten noch nicht. Man hat das ja mal annonciert, dass eine Journée national wird kommen. Das heißt, höchstwahrscheinlich werden sich da noch ganz viele Gemeinden da aufwarten, bis das Datum kommt, für sich dann da und den Zug rund zu hängen, und für dann da bestimmte Matt zu machen. Weil das ist ein bisschen das gewesen, den einen hat sie nicht nicht. Das war ein bisschen das, was die Resultate von ihren Fragen, von ihren Antworten waren. Dafür vielmals merci und noch einen schönen Tag. Merci de Marc für das Präsentation. Weil da gesieht am Programm, gehen wir weiter mit dem Sefis, mit Herrn Nenad Dubatlitsch. Für die von euch, die schon beim letzten Gräsil dabei waren, die wissen, dass den Herr Dubatlitsch schon eine Präsentation gemacht hat, effektiv zu den Statistiken, wie sie in dem Moment waren. Und so profitieren wir natürlich davon, für einen kleinen Update davon zu machen, wo wir losstehen, auf puncto Ausschreibungen, ob wir die Statistiken noch gibt. Nenad, s'il vous plaît. Très bien. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs. Merci pour cette invitation. Mon intervention sera assez brève. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Juste faire un petit peu le bilan de l'état des inscriptions sur les listes électorales à la date donc, du 31 octobre 2022. Alors ce graphique, j'ai déjà eu l'occasion de vous le présenter. Il montre l'évolution du taux d'inscription depuis les élections communales de 99, 2005, 2011, 2017. On a fait un bilan intermédiaire en 2016 pour justement montrer qu'on a l'impression, lorsqu'on observe ce graphique, qu'il y a une progression constante du taux d'inscription. Or, on observe en 2016 que le nombre d'inscrits a baissé, parce que les étrangers sont devenus luxembourgeois, donc ils ne sont plus des électeurs étrangers, parce qu'il y en a qui ont déménagé, etc. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Donc aux élections communales de 2017, le taux d'inscription était de 23%, et au 31 octobre donc, de 2022, il est de 11%. C'est-à-dire, très concrètement, il y a 27 661 personnes de nationalité non luxembourgeoise qui sont inscrites sur les listes électorales, sur 256 256. Donc on a un potentiel, vous voyez, énorme de plus de 220 000 étrangers de plus de 18 ans qui peuvent encore s'inscrire sur les listes électorales. Donc vous voyez le potentiel quand même assez important. Et lorsque l'on observe, donc toujours la situation, toujours au 31 octobre 2022, lorsque l'on observe la situation, le taux d'inscription selon les nationalités, ben vous voyez, il y a quand même une certaine variation qu'on observe avec des ressortissants des Pays-Bas, des Autrichiens et du Danemark qui ont des taux d'inscription assez élevés.
Les 15,3% d'inscription des Portugais, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils sont au-dessus de la moyenne. Et c'est une grosse communauté qui vit au Luxembourg. Idem pour la France, bon, ils sont à 10,9%, donc ils sont dans la moyenne. Mais voilà, donc il y a quand même encore du travail à faire par rapport à l'inscription des étrangers. Lorsque l'on observe le taux d'inscription selon le genre, c'est intéressant de voir qu'ici, il y a une petite différence entre les femmes, 11,4% et 10,2% chez les hommes. Donc, par rapport au vote actif, le fait de voter, il y a plus de femmes. Mais lorsque l'on regarde encore aujourd'hui le vote passif, c'est-à-dire être candidate, eh ben, il y a toujours une prédominance des hommes luxembourgeois de plus de 50 ans. Donc, pour rappel, en 2017, il y a eu 33% de femmes élues, luxembourgeoises et étrangères. En 2011, également 33%, et en 2005, c'était 25%. Donc également, nous, on observe également la participation politique des étrangers, mais aussi des femmes, parce que c'est important. Également, le taux d'inscription des jeunes, là, on le voit, donc 1,1% des 18-35 ans, ça représente 820 inscrits de 18 à 35 ans sur 77 300 personnes. Donc vous voyez un potentiel de plus de 75 000 personnes. Et puis l'électorat donc des 36-55 ans, personnes actives, qui est à 10%, donc là on est dans la moyenne. Et puis les plus de 55 ans, qui ont un taux d'inscription de 24%, avec un potentiel quand même de 50 000 personnes, donc qui est intéressant également. Mais on voit ici vraiment la population cible, justement chez les jeunes de moins de 35 ans. Et ici, donc, ce graphique, également, j'ai eu l'occasion de vous le présenter lors du dernier Grésil. Donc on voit, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long, mais on voit, vous voyez, les différents pics représentent les moments électoraux dans l'histoire depuis 98, c'est-à-dire à chaque fois les élections communales et les élections européennes. Parce que lorsqu'il y a des élections communales, on informe et on incite également les étrangers à s'inscrire sur les listes pour les européennes, et lorsqu'il y a des européennes, on informe et on incite les étrangers à s'inscrire pour les communales. On profite un petit peu de cette occasion. Et donc là, le 31 octobre, vous voyez, il y a un tout petit frémissement tout à ma gauche du graphique, c'est-à-dire que ça commence à monter un tout petit peu. Et c'est vrai qu'on observe toujours que c'est vraiment quand il y a la date de clôture des inscriptions, c'est là où il y en a le plus. Et on faisait remarquer tout à l'heure, la date de clôture, c'est le 17 avril à 17h, c'est très important. Et ça serait un moment où il y aura les vacances de Pâques. Donc ça serait un moment creux, il y a beaucoup d'absence. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour mettre en place des actions de sensibilisation. La question des vacances de Pâques, je crois que ça va être quelque chose d'assez important à tenir compte. Enfin voilà, donc ça sera quelque chose à discuter peut-être après dans les ateliers. Alors quelle est la situation donc, dans notre commune qui nous accueille aujourd'hui à Bétambourg? Alors déjà, l'état de la population, c'est intéressant de savoir comment une commune évolue. Donc vous voyez, là j'ai pris les chiffres à chaque fois du recensement de la population, 91, 2001, 2011, 2021. Et on le voit, donc la population totale est passée de 8 000 à 11 000 habitants. Ce sont les ressortissants luxembourgeois donc de 6 200 à 6 700, donc, qui a progressé. Mais c'est surtout l'apport de la population étrangère qui a permis à Bétambourg de grandir, qui est passé de 1800 habitants à 4500 ressortissants étrangers. Et ce tableau est plus parlant et plus intéressant parce qu'on le voit, donc les luxembourgeois ont progressé de 10%, les ressortissants pays communautaires ils sont passés de 1600 à 3600 avec une progression de 120%. C'est sûr qu'en 91, les ressortissants, il y avait 12 pays de ressortissants communautaires, alors qu'en 2021, il y en a 27.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est les ressortissants non communautaires qui sont passés de 161 à 958, avec une progression dont 595%, ça ne va pas dire grand-chose, mais ça montre quand même que l'apport de la population étrangère non communautaire dans les communes qui devient de plus en plus important. Et on le voit notamment à travers le nombre de nationalités étrangères. Donc dans la commune, il y avait 34 nationalités étrangères au total, et on est passé à 95 nationalités étrangères en 2021. Donc vous voyez, et surtout les non communautaires, il y en avait en 91 24, et il y en a 70 en 2021. Donc on se retrouve face à une population d'une extrême variété, qui est extrêmement variée. Et là où auparavant il n'y avait pas ou très peu de ressortissants d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Australie, aujourd'hui il y en a beaucoup plus. Donc on a comme ça une population qui est extrêmement variée. Il faut en tenir compte dans le type de communication, dans la façon d'aborder les gens, la façon d'aborder la politique, parce qu'on a à Bétambourg et même ailleurs, des gens qui ne connaissent absolument rien du tout, ni à la politique luxembourgeoise, ni à la politique occidentale, qui ne connaissent même pas le système des urnes ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment adapter vraiment la communication par rapport à des populations qui ne connaissent pas du tout le système. Donc c'est vraiment un enjeu de taille pour les communes, parce que cette évolution n'est pas propre à Bétambourg. On a fait ce genre d'expertise pour plusieurs communes de Luxembourg, et c'est quelque chose qu'on observe partout dans toutes les communes du pays. Vraiment, le nombre de nationalités différentes qui a beaucoup augmenté au cours de ces 10 dernières années. Alors, le taux d'inscription selon les villes, vous voyez, donc à Bétambourg, au 31 octobre 2022, il y a 532 inscrits sur donc 3698, donc on a un taux d'inscription de 14,4%. Donc vous voyez, la commune de Bétambourg fait partie des 4 communes où le taux d'inscription est au-dessus de 14%, avec Mamers, Bétambourg, Strassen et Dudelange. Et vous voyez, donc, on a quand même des communes comme Differdange, Pétange, qui ont vraiment encore des taux d'inscription assez intéressantes. Évidemment, la ville de Luxembourg, le taux d'inscription est toujours faible, parce que c'est la ville qui accueille les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le système, et donc forcément le taux d'inscription est très faible dans la commune de Luxembourg. C'est quelque chose qu'on observe depuis les élections communales de 99, 2005, etc. Donc ça c'est... encore une fois, la ville de Luxembourg doit mettre en place une communication vraiment spécifique par rapport à ces nouveaux arrivants. Et alors là, on a le taux d'inscription selon le nombre d'années dans la commune de Bétambourg. Donc vous voyez, les gens qui habitent à Bétambourg depuis moins de 5 ans, le taux d'inscription est de 4,5%. Il passe à 10% de 6 à 10 ans. Et puis voilà, le chiffre montre à plus on habite longtemps dans une commune, plus les gens connaissent la commune, ils connaissent les élus, ils connaissent les voisins, les collègues de bureau, ils connaissent plus de gens, et ils vont tomber sur un multiplicateur qui va lui dire il faut t'inscrire sur les listes électorales. Et donc voilà, donc l'information passe aussi comme ça vers la connaissance, une meilleure connaissance de sa commune. Et donc quand on voit ces chiffres-là, à Bétambourg, ça serait intéressant de cibler vraiment les nouveaux personnes qui sont arrivées dans la commune ou qui sont depuis pas longtemps, et vraiment d'essayer de développer une communication spécifique par rapport à cette population-là. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je voulais juste vous présenter, j'ai un badge ici qui s'appelle sur les multiplicateurs. Donc le CEFIS propose encore des formations de multiplicateurs pour informer, sensibiliser les étrangers à s'inscrire sur les listes électorales. La semaine prochaine, on va faire une formation en anglais. Le mois prochain, on va faire une formation online, donc il y a toujours la possibilité de s'inscrire. Et on est encore en train de discuter pour éventuellement faire une formation dans la commune de Schengen. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de problème, vous pouvez consulter notre site internet pour ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vielmals merci, Nenad, pour cette présentation.
Effectivement, das möchte gute Lien mit der nächsten Präsentation. Vielleicht will ich noch kurz so, wir holen Fragen all zum Schluss. Das ist zum Schluss von der Präsentation noch mal ein kleiner Moment für Fragen. Auch für die Personen, die uns online nur lauschen, die können ja Fragen an den Chat schreiben. Mein Kollege notiert die, und wir holen die all dort. Da gebe ich das Wort dem Herrn Präsident vom CNE, dem Munir Dedovic, den effektiv eine Präsentation möchte über die Rolle der Multiplikatoren. Je vais juste une s'il vous plaît, 5 minutes, respectez le temps, puisque sinon on est un peu en retard avec notre programmation. Merci. Merci. Donc, bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. Donc, je vais continuer suite à ce sujet des multiplicateurs, donc rôle et importance des multiplicateurs. Je vais juste brièvement vraiment donner quelques informations que vous connaissez, je pense déjà. Donc, non. C'est le grand. Ah, c'est le grand. OK. Donc, pour l'importance de multiplicateurs, ça veut dire, c'est pas seulement les multiplicateurs, ça veut dire les multiplicateurs, on pense qu'on doit travailler tous ensemble, donc avec l'État, avec les communes, les ASBL et les communautés qui sont ensemble, vraiment pour essayer de créer, donc, comme une boule de neige, que je vais présenter un petit peu ce que je voulais dire par ça dans l'idéal. Donc, actuellement, selon les informations qui, moi, j'ai eu au sein du Conseil national pour les étrangers parce qu'on a fait aussi un questionnaire, je pense, l'idée, c'est vraiment de créer aussi des sous-multiplicateurs. Ça veut dire, quand on donne information à quelqu'un, on le sensibilise pour aller plus loin, à sensibiliser un membre de famille pour aller de la suite. Si on raisonne de cet objectif de créer une boule de neige, si on est 15 novembre aujourd'hui, avec 10 multiplicateurs seulement au sein de CNE qu'on a actuellement, au bout de 16 semaines, ça veut dire 15 mars, on pouvait toucher, sensibiliser 320 000 personnes. Et on a vu tout à l'heure, il y a un potentiel de 220 000 personnes à toucher. Ça veut dire que c'est vraiment important de travailler ensemble, ça c'est dans l'idéal, et donc il y a le potentiel. Donc, dans le contexte-là, on a essayé de faire un questionnaire interne au sein de CNE pour comprendre mieux quel pourrait être besoin ou comment le Conseil national pourrait participer de cette campagne et quelle est la volonté des membres-là. Donc, je ne vais pas les commenter, mais je vais rapidement passer quelques slides que vous pouvez voir. Donc, question interne. Donc, avez-vous déjà voté aux dernières élections? Donc, on voit, donc, ça c'est un questionnaire, 31 participants ont répondu. Donc, c'est quand même un grand nombre vu les membres de CNE. Donc, 34 ont répondu non, mais comme vous pouvez voir, si vous voulez voter en 2023, tout le monde a répondu oui. Donc, c'est déjà quelque chose d'encourageant. Donc, puis, des autres questions. En tant que représentant du Conseil national pour les étrangers, est-ce que vous êtes prêt à vous engager de cette campagne de sensibilisation? Vous voyez, 62% disent oui, 31% ils ne savent pas, mais pourquoi pas? Mais seulement une faible quantité, je crois, 1 ou 2 ont répondu non. Donc, moi, je présente les questions vraiment telles quelles. Puis, pensez-vous que l'obligation de vote, donc, est un obstacle? 54% disent oui. Donc, ça, c'est un peu, donc 54, c'est, je crois, autour de 17 personnes. 17%. Après, on a posé la question, pensez-vous... Attendez, je peux revenir peut-être antérieur. Oui, ça aussi, j'ai oublié de dire, parce que la questionnaire-là, donc, vous, est-ce que les employés communaux sont bien formés pour donner les informations pratiques et pertinentes aux étrangers? 54 répondent non. Ça, c'est après réfléchir par la suite. Et après, pouvez-vous... Pensez-vous donc que ça sera intéressant de donner les cours aux lycéens, donc de sensibiliser les parents? Donc 72%, ils disent ça peut être aussi une éventualité. Là, on posait la question, vous pensez que les communautés se sont mieux dans leur langue d'origine? Oui, multiplicateur qui parle de la langue d'origine, tout le monde a répondu que quand même ça sera plus intéressant.
Quel est votre contact avec ASBL? On voulait voir, là, il y avait des réponses mitigées, mais 80% sont autour contact régulier, occasionnel ou rare. Ça veut dire les membres de CNO sont toujours en contact avec, souvent en contact avec les mandataires ou bien leur communauté. Après, on a posé la question, donc pour les multiplicateurs, comment est-ce que, comment est-ce que vous avez mis en pratique ces informations acquises? Donc, comme vous pouvez voir, donc après je donne une conclusion. Donc, c'est donc dans les soirées familiales, dans les événements, et donc c'est surtout dans les événements publics, tout ça. Après, où est-ce que avez-vous ressenti un intérêt? Dans quel milieu? Donc, le travail, association, soirée familiale. Donc, ça, c'est un peu plutôt les méthodes privilégiées. Donc, quelles sont selon vous les méthodes pour approcher quelqu'un et inciter à s'inscrire sur la liste électorale? Donc, Internet, réseaux sociaux. Donc, ça, c'est donc des questions à choix multiples. C'est pour ça qu'on a donc un peu ce pourcentage qui est pas directement sur 100%. Et on voit aussi donc contact personnel qui prime journée d'orientation ou journée d'inscription collective. Là, j'ai donné des réponses aux deux questions avec quoi je vais conclure pour avoir des idées. Ça veut dire, quelle est la stratégie que vous souhaitez mettre en place pour travailler ensemble avec votre ASBL, communauté, institution, on veut donc de sensibiliser les non-luxembourgeois pour s'inscrire. Il y a donc, même parmi toutes ces questions, il y a quelques réponses intéressantes. Première, je crois, donc, on propose aux ambassades d'écrire un mail à tous les ressortissants. Par exemple, l'ambassade de France, elle a les mails de tous les ressortissants et je pense, Madame la vice-présidente, elle a discuté, ils sont prêts à envoyer un mail à tous les ressortissants français pour donner information sans donc rentrer dans le détail politique, mais juste dire qu'ils ont le droit de s'inscrire. Puis, ça c'est les réponses sur lesquelles on peut éventuellement réfléchir quelles sont les méthodes à utiliser. Après, on vous partagera certainement cette présentation qui sera bientôt publique. Aussi, la dernière question qui était, quelles sont vos recommandations pour organiser la journée nationale d'inscription sur liste électorale. Là, je trouvais aussi pas mal de réponses, donc motivation, donc les membres, mais il y avait une réponse où on dit oui, il faut déjà envoyer les invitations et fixer une date et mobiliser différentes communautés. Quels moyens aussi aller mobiliser aussi dans les radios ou les télévisions nationales. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chaînes de pays d'origine, portugais, monténégrin, donc russes qui l'écoutent ici, les communautés. Essayer éventuellement de trouver un moyen et passer l'information à travers des médias aussi qui sont écoutés ici. Donc, par rapport à cette questionnaire-là, on peut en conclure que les méthodes de proximité, selon les membres de CNO, sont les mieux adaptées. Et là, mon but, c'est vraiment de voir comment on peut, ensemble, motiver les membres de CNO et les autres pour pouvoir vraiment porter un résultat tous ensemble de cette campagne des élections. Donc ça, c'est seulement certaines questions que je vous ai présentées. Après, donc, on publiera toute notre étude qu'on a fait par rapport à ça. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, also die Sachen, die du gerade vorgestellt sind, die können wir gerne abholen an den Atelier, weil du sehr viele interessante Evaluierungen auch par rapport zu einer Journée nationale d'inscription dabei. So, mein Kollege Michael und ich wollen hier einen kleinen Update geben, wo wir mit der nationalen Kampagne draußen, wir halten es auch kurz, weil wir am Programm wollen kommen. So, ich gehe Michael für dich durch. Vielmals merci. Frau Minister hat schon relativ viel darüber erzählt, dafür können wir es wirklich relativ kurz halten. Voilà, die PVT-Kampagne, wo sind wir am Moment drin, respektive geht es weiter. Wir haben just noch ein paar Bilder angehangen, für zu weisen,
wo wir an der letzten Moment überall in NRW waren, aber auch als ein GPVT-Bus an als Stand ausgeseit für die Leute, die vielleicht noch nicht gesehen haben, respektiv die wollen eigentlich bei uns lohnen oder reservieren. Ich kriege einen kleinen Eindruck davon. Das erste war zu Kliew, das zweite war auf der Braderie an der Stadt, und das war für ein paar Wochen, da waren wir zu Asch in NRW, auch mit dem Bus am Stand, voilà, einfach für eine kleine Idee zu gehen. Bon, wie geht es um Material weiter? Die kriegt schon ein erstes G von Depliant an Affischen. Wir schaffen ein zweites G aus mit Depliant, mit einem konkreten Call to Action, wo die Leute genau erklärt kriegen, wie sie sich können auf ihrer Gemeinde erschreiben, respektive online. Und auch dass wir die Message weitergehen, voilà, das ist soweit, schreib dich an, die hat noch Zeit bis zum 17. April, mardet an Matmat. Dieselbe Message wird morgen auf den Affischen nach ein Jahr weitergehen. Es wird aber alles am selben Stil sehen von der Schachtgrafik, die wir auch für die erste Depliant hatten. Dann, die Ministerin hat schon angekündigt, sie im Gang mit dem Civicol zusammen Videos auszuschaffen, die den Major- und das Proportsystem erklären an den Gemeinden, einfach für die Leute auch mal auf den Weg zu gehen, wie in Anfang richtig viel, respektive wie sie sollen an ihrer Gemeinde wählen, wie das so funktioniert. Dann sind wir am Gang auch Videotemoignagen abzuholen, mit Leuten, die erzählen, was sie motiviert hat, zu Lützeburg sich an Vielerlichen anzuschreiben, für was dass sie zu Lützeburg wählen gehen. Also sie gehen dann uneinkehr den Abruf raus, die anderen und hier Communität, voilà, macht so wie ich, und schreibt euch auch an, geht wählen. Und das ganze Material, das, was wir bislang schon ausgeschafft haben, respektive das, was ihr noch könnt, das fand ihr auch im Site GPVT. Da haben wir eine Kommunikation publiziert, da fand ihr alles das wird auch regelmäßig geupdatet eben. Aber was das Material vom Stand anbelangt, das könnt ihr bei uns auch reservieren über E-Mail, einfach eine kleine Message auf commune@integration.etat.lu. Voilà. Was sind als nächstes Rendezvous? Hier fand ihr eine kleine Ablöstung von den Plätzen, wo wir an der nächsten Zeit werden zu finden sind. Beim INL werden wir um Jobday präsent sein, mit dem Bus am Stand, für dort Leute zu informieren. Dann also auch geschwind als Journée d'Orientation, wo wir werden präsent sind, nächstes Jahr im Festival de Migration. Da waren wir das Jahr ja auch schon, da haben wir die Kampagne sozusagen lanciert, den Moment. Dann am März werden wir Journée Nationale de l'Inscription planen, respektive da gucken wir mal für ein konkretes Datum nachzufinden. Dann haben wir auch noch ein Evenement zusammen mit der Stadt Lützeburg, Anfang nächstes Jahr. Und voilà, da kommt da bestimmt ein ganz Rutsch dabei, auch wenn ihr noch Evenementen habt, wo wir euch unterstützen können, zickt nicht, für euch bei uns zu melden, und da können wir das zusammen gerne machen. Voilà, gehe ich kurz vor den Conny. Ja, dann hätten wir auch mal eine Reihe Projekte, die im Kader von unserem Plan d'Action National mitfinanziert gehen. Aber wir gehen nicht an Detail an. Da sind sie abgelöst, ein Projekt von der ASTI, ein Projekt vom Zentrum für politische Bildung und ein Projekt von ALDIC. Die kriegt ja auch die PowerPoint-Präsentation geschickt, nur der Veranstaltung. Und für die 3 Projekte sind auch Videos, die geschweppt sind, wo die Projekte erklärt gehen. Das heißt, da könnt ihr euch das gerne angucken. Und auch gucken, wie ihr das an ihre Gemeinde könnt nutzen, respektive ob die Partner zurückkommen, für euch auch zu unterstützen. Dann noch ein kleines Wort zum Monitoring von den Ummeldungen, Ausschreibungen. Also das schon gesagt gehen, dass effektiv allgemein dann Zuelle geschickt wird, wo es am Moment steht, was die Ausschreibungen angeht. Hier werden wir natürlich auch regelmäßig ein Update gehen, wie es hier weitergeht. Wir hatten gerade eine Frage schon am Chat gestellt, ob in das live könnt mitverfolgen. Nein, das kann ich nicht au jour le jour gucken. Sozusagen, man muss die Statistiken dann von den verantwortlichen Stellen kriegen und dann die auswerten, und da gehen wir das und Gemeinden führen, auch so, dass Gemeinden es können benutzen, und sowohl für Aktionen zu planen, wie eventuell eben auch zu teilen, dafür eben auch den Aspekt mit der Protektion der Données, für dass den aufpasst, effektiv, dass keine persönlichen Données weitergehen.
Voilà, und da sind wir schon bald am Schluss angekommen von unserer kleinen Präsentation. Aber wie geht es mit der Kommunikation weiter, wo wir den Kampagne überall an den nächsten Wochen am Main fannen? Ab dem Anfang nächstes Jahr werden wir Kampagne an den Bushäusern affichieren, an den Bussen. Das hat man zwar auch dieses Jahr gemacht, aber das wird man nächstes Jahr ein bisschen intensivieren. An den Parkhäusern gibt es auch Panoen, wo ihr Plakate könnt weisen. Dann natürlich digital auf den Internetseiten von uns und an den Réseaux sociaux. Dann haben wir einen Mediaplan aufgestellt, für auch Reklame an den Medien, an den Lützburgischen Medien zu machen, sowohl am Print wie auch online. Und wir stehen in Kontakt mit den Ambassaden, für auch sie zu informieren, für dass sie eben auch eine Sorte von Multiplikateur für uns sind, an der Message auch hier Communitäten eben können weitergehen. Selbe auch mit der Repräsentation von der Kommission Europäenne zu Lützeburg, wo wir auch in Kontakt für zu gucken, ob wir mit ihnen eventuell ein Event können zusammen organisieren. Und voilà, das ist hier von der pure Akteure, mit denen wir in Kontakt sind. Wir probieren das ein bisschen auszuweiten, für dass wir wirklich für Anfang nächstes Jahr, was so die heiße Phase könnt, gut aufgestellt sind. Voilà. Dann vielmals merci und vergesst nicht, ein Jahr bei uns auf dem Internetseite gucken zu gehen. Wir haben noch ein Newsletter, wo wir regelmäßig Reklame machen für uns, Initiativen und Aktionen. Wir können auch gerne Aktionen von ihr natürlich abholen. Das heißt, wenn du ein Jahr besucht, dann zeigt nicht für uns zu schreiben, anzuschreiben und Newsletter an. Die fanden uns natürlich auch auf den Réseaux sociaux, auf Facebook, auf Instagram und ganz neu auf LinkedIn. Voilà. So, da gebe ich das Wort nachher zurück und de Marc Piron von der ASTI mit einer Präsentation von der Board AUT. Merci. Genau, also das ist Moje schon ganz viel von ganz vielen Ideen geschwärzt gehen. Ich meine, der Minister hat auch ganz viel schon enumeriert. Wir befehlen alle Guten, dass der Minister anruft, haben wir uns gedacht, dass wir als ein Board AUT aufbauen, wo da all die Flotideen, die uns sich, wie Conny schon gesagt hat, vom PAN, mir auch andere Ideen, die schon an anderen Gemengen gelaufen sind an den letzten Jahren, zusammen regruppiert haben. Das ist ein Board AUT, die haben uns sich auf 4 Domänen abgebaut. Einmal den Printbereich, das heißt, das sind lauter Ideen, die da uns sich als Gemeinde benutzen können. Am Printbereich, das heißt alles, was de Board als Flyeren und so weiter. Einmal den digitalen Bereich, das heißt ein Internetseite, Réseaux sociaux und so weiter. Einmal ein Evenement, das heißt, wenn der Evenement dann Stand der Formation oder so Sachen wollt organisieren. Und einmal die Relation durable, das heißt, wie machen wir das auch langfristig Kontakt an Jahren mit Mengen Einwohnern opbauen. Dann voilà, all bonne Pratik also sich op 4 abgedeelt, enkeier als erklärt wat het geht, enkeier Lien, dat hicht du hin wo fannen ich da lo die bonne Pratik, enkeier we kann ich die bonne Pratik benutzen, an dann natürlich auch den Kontakt von der Organisation, die bonne Pratik ausgebaut hat. Voilà. Was UT Print nur belangt, schon gesagt, das sind unsere lauter UTen, die am Printbereich möglich sind, dass sie Flyern, die da am Bierger-Center, an der Rezeption, am Office Sozial könnt ausstellen, das sind Affischen, die da auf Strategien könnt man, das sind Affischen, die da auf Evenementen könnt ausstellen, am Magazinen, an ihrer Boot, oder eben noch zum Beispiel Lettres personnalisées, die da könnt checken und Einwohner aus ihrer Gemeinde. Du kannst zum Beispiel natürlich als du die Kampagne für Je peux voter dabei, aber du sind aber auch zum Beispiel Affichen, les Communes Luxembourg vom ZPB, dabei vom Zentrum für politische Bildung und noch ganz viele andere flotte Ideen. Dann haben wir die UT Digital, wie schon gesagt, für die Réseaux sociaux, für ihren Internetseite und so weiter, für Newsletteren. Da gibt es zum Beispiel die Let's Vote, den ist noch nicht ganz fertig, aber das ist ein von den Projekten, die am Kader vom PAN eben ausgeschafft sind von der ASTI. Und da hat auch ganz viele Videopädagogik, wo man auch bei dem Zentrum für politische Bildung servieren gegangen sind, für die dann auch zu promovieren und die natürlich auch alle Gute können benutzen, für auf ihre Reisen
Anwohner zu sensibilisieren. Dann haben wir les Outils pour votre événement. Das sind echt Outils für Stände aufzubauen. Das heißt, wie kann ich meinen Stand flott gestalten, dass dann auch Leute anzieht. Das zum Beispiel für Soirée d'information, für Table Ronde, für Journée de Sensibilisation oder d'Inscription, mehr Woche, für was nicht, steht lo 400 Dir Christtag, steht 400 Dir de Marché de Noël, Braderien und so weiter, wo du auch da könnt flott Stände aufbauen oder eine Journée de Bienvenue. Da haben wir zum Beispiel Powerway, das ist so ein Projekt von der ASTI, die auch verschiedene Gemeinden schon entretemps angefragt haben. Und dann hat auch das Tante Fette voran, Schwestern an der Mach. Und der wird auch geschwind auch vom Zentrum für politische Bildung, den unter anderem auch einen Informationsstand hat. Das heißt, du könnt erst ganz bestimmt auch informieren lassen, was sie da alles bereit tun, für euch zu unterstützen. Und dann, wie gesagt, die letzten Utien, das sind eigentlich für Relation durable oder Relation de Proximité, als wir auch geschwärzt gehen. Das sind Multiplikatoren. Das sind aber auch Journée de Porte Ouverte, die ihr kann als Gemeinde organisieren. Da sind ganz viele Ideen dabei, die helfen, auch langfristig Kontakt mit ihren Leuten aufzubauen. Voilà. Wo fanden ich da die Boîte à outils? Ich meine, das ist das Allerwichtigste. Ihr könnt natürlich scannen. Wir haben ja auch Flyer hier auf den Tisch gelegt, wo da der QR-Code drauf hat. Aber wenn das noch zu kompliziert wird, dann könnt ihr auch gerne auf den Integration.lu gehen an einer Elektion 2023. Ich meine, das Elektion kommunal 2023. Da findet ihr die ganze Boîte à outils. Könnt ihr erst als PDF raufladen. Wir sind uns bewusst, dass noch nicht alle Outils ausgeschafft sind. Wir wollten es aber schon annehmen. Wie kann ich gesagt haben, die PAN-Projekte sind noch nicht alle fertig. Und das ist auch klar, dass nicht alle Praktik drauf ist, weil du sind da auch noch an der Macht wie das Video von MIFA. Aber die kommen natürlich noch an noch alle guten drauf. Und wir probieren nicht auch irgendwie zu informieren über das Updaten von der Boîte à outils. Voilà. Vielmals merci. Merci. So, dann gehen wir weiter am Programm. Da will ich als Kollegin vom Ministerium von der Egalität zwischen Frau und Mann willkommen heißen, den Herrn Kleinbauer und Herrn Spencer, die eine Präsentation machen über die Kampagne Egalität leben. Ja, vielmals merci an schöne gute Morgen alle guten. Ich meine, ja, natürlich als Thema, wie wir schon an der Intro hören, noch von der Ministerin und natürlich auch vom Herrn Präsident vom Civicol als Thema aus sich ist natürlich transversal, in dem Sinn, dass wir natürlich auch zusammen schaffen, sowohl innerhalb von den Ministerien wie auch den Civicol, den auch für als Thema natürlich ein ganz wichtiger Partner ist. Und dann natürlich auch an der Praxis haben wir natürlich auch dieselbe Klientel, das heißt, ihr responsable aus den Gemengen sind natürlich Personen, die als echt Quell sind, mit denen wir zusammen schaffen, auch an den Gemengen. Und dann natürlich, du innen drinnen natürlich, das leid ihr schon alle Herzen, als natürlich Population von der jeweiligen Gemeinde, als natürlich Zielgruppe, und so natürlich auch, was Thema Egalität angeht. Und da haben wir natürlich dafür ganz viele Gemeinsamkeiten, dann sind wir auch froh, dass wir auch im Gräsil konnten, das Thema mit präsentieren, weil es natürlich an den Niveau geht und auch natürlich mit denen zu dienen hat, aber besonders auch, was die nächsten Wahlen angeht. Da hat man schon an verschiedenen Präsentationen noch gewisse gekriegt, ein bisschen jetzt darüber, was die Repräsentativität angeht, natürlich als politisch responsabel an den Gemengen, an einem Optimalfall repräsentieren sie natürlich alle Einzelmember aus der Bevölkerung, natürlich egal, was die Origine sind oder was beruflich was familiär zusammenleben ist. Ich meine, wir haben Zelibatäre, wir haben Koppeln, wir haben Familie mit Kindern. Hier steht Frieden natürlich ein bisschen eine andere Lebenssituation, die an der Gemeinde wohnt. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass die Repräsentativität so groß wie möglich ist, für dass natürlich Decisionen auch wirklich Plus-Value von möglichst Südvereinen an der Gemeinde auch erreichen, was Dienstleistungen, Services, die Offre von der Gemeinde anbelangt. Und voilà, du gesehen wir Zahlen, die variieren ein bisschen. Wir hatten schon an einer Präsentation ein paar Zahlen gesehen. Das heißt, die Rezenz, die wir haben, die wir von unseren Kollegen vom Innenministerium gekriegt haben,
Natürlich sind immer Variationen von die Missionen, Leute, die Würstle, Leute, die Norrekelen. Und da sehen wir auf jeden Fall große Variationen sind natürlich nicht, was Prozentagen angeht. Da haben wir aktuell der Stand des Jahr haben wir 25% von sämtlichen Mandatsträgerinnen und Träger aus der Gemeinde, die Frauen sind, wo natürlich ganz viel Sput noch wenn natürlich ist, das heißt, just eng von 4 Personen als aktuell eng Frau. Und nach mir frappant gesagt, natürlich auch von den Dunzel von der Burgemeesterchen a Burgemeestre guckt von den 102 Gemengen, die wir am Land tun, sind wir im Moment bei 16 Burgemeesterchen. Das heißt, da wäre natürlich flott, und das ist eine große Opportunität natürlich, dass wir nächstes Jahr die Wahlen haben, für vielleicht eine bessere Repräsentativität können auch zu kriegen, was Thema Egalität anbelangt, dann natürlich auch die Repräsentation natürlich von möglichst allen Bevölkerungsschichten innerhalb von der Politiker. Und aus dem Grund wird unser Ministerium auch eine größere Kampagne gestaltet, die also das Jahr schon angelaufen am Mai, und die wird sich auch hinziehen bis nächstes Jahr, bis kurz vor den Wahlen, mit verschiedenen Aktivitäten noch, die nach bis nach den Wahlen weiter werden laufen, und die basiert am Anfang auf 3 großen Pilieren, die wir hier kurz eingewollt weisen. Voilà, hier ist den ersten Pilier, ich gehe vor, mein Kollege Herr Kleinbauer. Merci. Effektiv, die Kampagne hecht Egalität liewen, also vivant l'égalité, soll dem Moment doch wirklich darauf hinweisen, dass die Egalität just am Zusammenleben erreicht und dass dadurch etwas Lebendiges ist und dass wir alle gut partizipieren, selbstverständlich. Wie gesagt, die Kampagne basiert auf 4 große Pilieren. Den ersten davon hatte man schon lanciert, und das war etwas, was man am Frühjahr angefangen hatte, wo man auch im letzten Gräsil, wo das Ministerstoff für Reklam gemacht hat, und gesagt hat, dass wirklich viele Gemengen sollten sich damit beteiligen und gucken, bei den Portouverten, die man da wollte, damit zu machen. Da haben auch eine ganz Partie Gemengen den Abruf abgegriffen und haben da mitgemacht. Natürlich ist es darum gegangen, für die Leute Gemengen zu weisen, für ein bisschen das Funktionament und ein bisschen die Angst, die Berührungsangst, die eventuell können bestehen, besonders natürlich auch bei der Population, die nicht Lützeburger sind, denen noch mal das Funktionament und Gebäulichkeiten an das System zu erklären, wie als Gemenge funktionieren. Wir haben das die Gemengen evaluiert, wie sie das selber machen, für die Portouverten so effizient wie möglich zu gestalten, am Hinblick von der Partizipation von den Nicht-Lützeburger, an den Frauen und den Männern gleichermaßen. Dabei sind ein ganz paar die Pisten abgedeckt gehen, wir können das effizient wie möglich zu machen, nämlich kann ich Visitidee von der Lühe machen, dass nicht jeder, den an der Gemeinde wohnt, den auch weiß, wo die Decisionen geholt gehen, und was für eine Gebäulichkeiten das sind. Es sind Seance-Politiker, wie heißt du, aufgehalten gehen, also so Mock-Seancen, wo ein bisschen mit Teilholen gesehen, wie der ganze Decisionsprozess funktioniert in einer Gemeinde, dass sie noch dummer sich nicht mehr unbewusst ist, wie die Mechanismen da funktionieren, kann den dann selbstverständlich mit den Leuten sur place échange noch 100 Leute in sich selber, das war ja auch immer wichtig, an der Reso zu setzen. Formell Akten sind auch eben zum Teil aufgehalten gehen, konnten also live dabei sein, von Abweihungen waren an einer Sache, wo immer gesagt was den Alltag von Gemeinden nochmal kann durchgehen. Was der ganz wichtige Punkt ist, den wir auch wirklich wollten, an diesem Kontext auch der Gemeinde mal auf den Weg gehen, ist, dass sie noch Geschehen abhalten kann, sollte, und das sind eine ganz paar Gemeinden, die das Gott sei Dank auch abgegriffen haben, dass sie eben noch eine Inskription kann sur place dann den Ofen tun oder den Nometen von der Portouverte. Aus dem Moment die Leute, die interessiert sind, an die da sind, an die eventuell auch nicht Lützeburger sind, an eventuell dann noch Frauen sind, dass sie direkt können von der Gelegenheit profitieren und sich da anschreiben, Weltbüro absehen, also das Geschehen dem Moment doch so abgeblieben sind. Voilà. An eine Garderie für die Kanner, die von den Leuten, die dann noch bei den Besuch kommen, war natürlich auch wichtig, weil familiär Kontrahenten heinz dort Leute trotz ihrem Interesse vielleicht ein bisschen hemmen könnten, sich da mit anzubauen.
Wir haben noch eigentlich die ganze Sache da ein bisschen zeitlich begrenzt gehabt, über eine Woche. Wir hatten das vom 10. bis 16. Oktober 4 gesehen. Es waren auch ein paar Gemeinden, die da nicht an dem Zeitkader mitmachen konnten, denen das ein bisschen zu eng war. Und dafür haben wir sogar noch diese Weekend delokent, also Freitag und Samstag, haben wir noch 2 Porto-Werten, die ein bisschen am Nachzügler, aber auch da mit an der Aktion mitmachen. Das ist den Moment Merzig an Schöffling. Mat dem lechte Gräsi Loreng Flot Interventionioun vun der Gemenge Mäze joch gesinn, weil die hunn ganz ambitionierte Programm auch zum Beispiel do opgestalt an dem heite Kader. Voilà, also die nächste große Pilier, ich meine, du kannst auch nicht gewisse Kneipen, weil natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, wo auch Madame Minister am Anfang schon erwähnt hat, ein bisschen für natürlich nicht Lützeburg zu motivieren, sich anzuschreiben, auch mit vielen zu gehen. Also natürlich im Idealfall, wenn ihr natürlich eine Person findet, die aus ihrer Community kennt, die vielleicht dann mehr überzeugen kann wirken, wie wenn man alle Guten zusammen als bemühen, für die Leute zu motivieren. Und so ist es natürlich auch gedurcht, was die nächsten Wahlen anbelangt, für natürlich möglichst viel auch weibliche Kandidatinnen zu finden, die sich motiviert spüren, sich an ihrer Gemeinde auch zu engagieren und natürlich ihre Ideen noch können mal durchzubringen und sich natürlich gewillt sind, für sich für die nächste Wahl vielleicht abzusetzen. Und da haben wir eben als zweite Pilier Videotemoniage gemacht. Das sind rund 60 weibliche Mandatsträger gewircht aus den Gemengen, von kleinen Majors bis hin zu ganz großen Gemengen, die am Anfang aus ihrem Alltag gezielt haben, was ihre Satisfaktion war, was ihre Motivation ist, was sie auch darin können rausholen und wie flott das, wenn sie durch ihr Gemengen gehen. Und natürlich auch Live-Sachen gesehen, die sie mitgeholfen von umsetzen, wo sie ihre Ideen konnten an den Schaffen und an den Gemengeräten mit abbringen. Und das Video sind online hun eng Spezialplattform auf Facebook, am hun bei diesem Gemenge-Site mega Gemenge Nalu oder mega Kommunen an der Mehrzahl Nalu, wo in déi auch fënnt, et komme lo Sterne Schneier dabei, man werde lo ein gut 15 schon online hunn, an der das relativ flott für auch als Tool können zu benutzen, für natürlich auch neue Personen zu motivieren, für sich vielleicht sich vorstellen zu können, wie es wäre, wenn sie sich vielleicht wählten für nächstes Jahr für an ihrer Gemeinde auch wählte Matt abstellen. Ich hoffe, dass die Technik nicht verseht, dann können wir ein kleines Video weisen, weil ich meine, das bringt dich natürlich mehr, wie wenn ich just darüber schwätze. Ich gucke, wie die Maus ist. Wie kriege ich die Maus bewegt? Also, noch ist heute dran. wie die Zukunft von einer Gemeinde ausgesät. Wir brauchen mehr Frauen an der Politik, kann ich so einfach so. Und ganz besonders mehr Junker, die auch eine neue Wand und neue Ideen heranbringen. Weil Primol setzt den aber mit Leuten, die Generationen überdenken sind. Das ist wirklich repräsentativ und ich hoffe, dass man mehr Junker haben, dass man mehr Junker dazu kriegen, sich lokal zu engagieren. Die Satisfaktion, die ich halt rausziehen, ist einfach, dass ich früh angefangen habe. Und dass ich nicht so jung als Anfang für Mathe zu entscheiden. Oft wurde den Dutzen und ich sage immer, just do it. Und ich bin noch ganz open, da war viel Angst, auch viel Challenges.
weil in sich auch oft, wenn ich gucke, ich bin jung, ich bin eine Frau, ich bin nicht eine Minorität, ich fühle mich schon lange oft an den Espace und ich fühle noch immer, dass der Stadt sie was auffällt. Mir haut nicht gemeint, dass das eine Stärke ist. Ich muss das nicht als Schwachstelle oder ich muss keine Angst haben, ich kann das wirklich ownen, ich kann den Espace haben und ich kann meine Perspektive auch beitragen. Und ich habe einfach gesehen, dass durch die letzten Jahre einfach Impact hat auf junge Frauen, die auch teilweise in die Politik gehen und sich auch nicht das engagieren. Und das ist das, was wichtig ist. Und dafür bin ich auch froh, dass ich hatte viel Angst, ganz viel. Voilà, merci für als zu helfen mit dem kleinen technischen Susi, den wir hatten. Ich hatte wieder gesagt, es wären vier Pilien, sind da eigentlich drei, wobei den dritten an zwei gedeelt, dass du für eigentlich kann den Dummer da die vierten so identifizieren. Den dritten Pilier als Formationen. Geht nicht nur darum, dass die Volonté hat, für die Leute zu rekrutieren und die Leute auch wollen beizubringen an Mino und Politik und Gemeindepolitik rundsphären, muss hin noch die Utier gehen, für das können zu machen. An zwei Gespräch, dass es da wenigstens, weil an einer ersten Phase sind wir und die politischen Parteien rumgegangen, für hauptsächlich mal den Gemengen aus dem Proportsystem und zu schwätzen an dem Sinn. Und da mal zu gucken, wie kann ich nicht hinkriegen als Partei für zukünftig potenziell Kandidatinnen korrekt umzuschwätzen. Also nicht nur einfach einem Druck umzuschwätzen, dass sie vielleicht einfach eine Frau sind und dass sie Frauen braucht. Das ist eine ganz große No-Go, wo ich nicht unbedingt vielleicht Leute motiviert kriegt, aber sie wirklich mal ganz gezielt und Mathe herunterzuführen, sie zu interessieren und auch wirklich zu motivieren, für das tote Mathe zu machen und ihnen zu sagen, das ist wirklich etwas für ihr und das kann interessant sein für ihr und das kann auch, ihr könnt Ideen da bringen, ihr könnt Gemeinde mit gestalten und das ist wirklich vielleicht eine Idee, die nicht für ihn immer so für sich hat. Voilà, ich meine, ich kürze das ein bisschen auf, wenn wir ein bisschen Zeit verloren haben. Voilà, das ist auch schon die letzte Pilier, das ist ein bisschen den zweiten Teil, wie der Patrick Lograt schon die Introduktion gemacht hat, der Tisch einerseits ist natürlich schon und Gemeinde responsabel gewandt, sowohl auch an den Majortsgemengen, natürlich auch aus den Proportsgemengen, Parteien. Und dann natürlich, wenn die Personen von sind, die sich motiviert spüren, sich vielleicht für die nächsten Wahlen abzusetzen, dann haben wir natürlich auch Formationen für diese Personen, weil natürlich auch wichtig ist, wenn die neu dabei ist, haben wir ein großes Pilier, vielleicht als Beispiel, wie schwätzen ich am Publikum, wie gehe ich mit dem Straßendienst, wie funktioniert doch der Decisionsprozess an einer Gemeinde. Das ist natürlich ja nur, wenn Personen gewählt sind, haben sie sowieso die Informationen, aber das ist auch schon wichtig am Vierfeld, dass sie ein bisschen Gespür auch kriegt, ob wer den sich viel da losen und wie sich motiviert spielt, wir können die nächste Jahr vielleicht Matze machen. Und da sind eben Ateliers geplant, die werden am Januar laufen und die zeigen sich dann über die nächsten Monate hin. Und da kann natürlich alle Personen, die sich motiviert spielt, für sich bei der nächsten Gemeindewahl mit abzusetzen, kann die Formationen dann noch für sich buchen und mitmachen. Voilà, das ist der dritte und letzte Pilier von unserer Kampagne, die auch, wie gesagt, rund um Gemeindewahl geht. Vielmals merci. Vielmals merci für die Präsentation, weil das auch einen guten Abblick hat, was als Kollege vom anderen Ministerium machen für an diesem Bereich. Dann sind wir aber heute eben für mit den Gemengen zu diskutieren. Und so viele Präsentationen schon gewesen. Wir sind aber auch ganz froh, dass wir auch 3 Gemengen haben, die hier gute Ideen und hier gute Praktiken vorstellen. Und da fangen wir an mit der Gemeinde Stengelfort. Ich gebe den Bürgermeister, Herrn Sammy Wagner, hier hinzukommen, und da gehe ich im Fort. So, schönen guten Morgen noch von meiner Seite. Also ich gesehen habe viel Cap, die dämpfen. Den einen oder anderen habe ich auch schon am Gesicht aufgesehen, dass sie sich schon frei auf die Atelier, die hier kommen, für zu diskutieren über den Input, den wir hier gekriegt haben. Und ich kann dich auch sagen, ich werde noch nicht mit viel zu viel Informationen, aber mit Statistiken, da werde ich auch immer voll machen. Ich meine, da sind Experten hier am Saal, die haben da mehr drauf wie ich. Nichtsdestotrotz, mir als Gemeinde Stengelfort schon mal lange Gedanken gemacht, wie wir
am Anfang der ganze Froh von der politischer Partizipation oder Partizipation, die Kultur von der Partizipation aktiv ugin. Natürlich, wenn in der Welt ugoen, dann, dann muss ich nur gucken, wie es mein Gemeng abgebaut. Natürlich, die Chiffren, die höher sind, dann natürlich Bevölkerungszahlen, die sieht, ich wollte projizieren, für das ein bisschen Größenordnung von der Gemeinde Stengefurt könnt erschätzen. Und wir haben natürlich auch dem Ganzen wollten den Prozess zugrunde legen, und das war den Prozess, den hat aus dem Ausschaffen vom Plan d'Action Communal transversal sich verstoppt. Die transversale Approche haut schon mehr wie ein hier von 2 Ministerien auf 4 Strach gehen, weil mir sich schon ein paar Jahre auch am Gang an der Approche haben drohen, für am Anfang die Themen vernetzt anzugucken. Gerade als kein Kleingemenge kann ich mir nicht 2, 3, 4 verschiedene Services erlegen, für das zu machen. Und auch Problematik aus meinen tiefsten Überzeugungen hängen alle Guten zusammen. Und muss sie vernetzt gucken, für sie umzugehen, für sie auch zu lesen. Am eng von den Achsen, wo man noch Questionären, die man auch mit den Bevölkerungen gemacht haben, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, von den Jungen bis bei die ganz alt, unterschiedliche Manieren. Ich gehe nicht an Details, wenn ihr das interessiert, könnt ihr gerne mal da schwätzen. Aber auf unterschiedliche Manieren, in die Ruhegetröte sind, also wenn eben die eng große Achse rauskommen dabei, für eben eine Repräsentation inklusiv an eine Partizipation, eine politische Partizipation hinzukriegen, eine Kultur von der Partizipation, die auch für mich über Wahlen rausgeht. Geht nicht durch alle 6 Jahre am Fongolremenke zu sagen, oder wir müssen als Lopen Späne setzen, für zu gucken, dass nicht letzte Bayer so schreiben wie für die Wahlen. Ich brauche es auch dazwischen, ich brauche es auf unterschiedliche Manieren, wo sie an meiner Gemeinde Matt schaffen, weil auch dazwischen. Und sie speziell besoin, genau wie die letzte Bayer, und auch sie sollen dafür mal da gebunden gehen, an Mengen Verpflichtungen, also auch als gewählten Élu, für sie zu repräsentieren, und auf ihr besoin anzugehen eben. Für zu starten, waren wir natürlich auch ganz froh, wie wir für kurzem auch wie wahrscheinlich die meisten Gemenge oder dann der flotte Brief vom Minister kriegt, für mal zu gucken, wo stehen wir da par rapport zu denen Leute, die sich bei uns angeschrieben haben von den nicht letzten Jahren. Und gesagt, dass man da gar nicht so schlecht stehen, weil da aber nicht soll heschen, dass man es soll zurücklehnen. Was da für uns zum Beispiel ganz interessant wäre, dass man für allem bei denen 18 bis 29-Jährigen und 30 bis 55-Jährigen verhältnismäßig zu einem guten Resultat schlecht stehen. Und dass man es intensiv müssen vorstellen, für wer partizipieren die, oder wollen die nicht partizipieren in den Wahlen, oder umgedreht gefragt, sind meine Aktionen, die ich vielleicht mache, für die Leute zu motivieren, sich anzuschreiben, nicht auf den publizibel zugeschnitten. Und das ist genau auf dem Wolle, wo wir an den nächsten Wochen am Ende am Anfang darüber am Gang sind zu schaffen, für zu gucken, für den Ton auch abzusetzen, zusätzlich zu denen älteren über 56, da auch kleine Nebenremark sind noch die über 56, die auch bei unserem Ausschaffen vom Pakt am meisten mit drin teilgeholt haben, bei denen Questionäre partizipiert haben, an uns den meisten Input mit auf den Weg gehen. Aber wenn man mich guckt, mein Alter ist 35, da sieht das schon, dass ich am Anfang eine ganz andere Generation repräsentiere, und das mich natürlich absolut interessiert, ja, was denkt meine Generation, und ich bin nicht der einzige Ambassadeur von hier, oder den Spruch für hier Interessen, mehr darüber raus muss man da doch gucken, irgendwie Standards zu standardisieren, und zu gucken, hier die Meinung nach mehr Gewicht matt gehen zu lassen. Voilà, das ist die Gruppe, wo wir uns darauf fokussieren. Insgesamt aber für das Positionement, und das will ich auch ganz auf hier streichen, also ich muss bewusst über der politischen Partizipation, dass es eben viel verschiedene Wege gehen zu partizipieren, und Wahlen sie für mich nehmen von vielen Wegen zu partizipieren. Es muss auch akzeptiert zu gehen, dass Leute sagen, ich will nicht an den Wahlen partizipieren. Mehr wichtig ist für mich, dass das ein bewusster Schwach ist von den Leuten, dass die Informationen von den Ministerien, von den Gemengen, von den Eluen kriegen, dass die Möglichkeit besteht, wenn sie wollen, dass sie können partizipieren. Weil ganz oft, und haut ja auch schon Remenke am Rand hören, es hängt auch ganz viel vom Kulturkreis auf, wo die Leute hier kommen, ob die von dem Recht wollen Gebrauch machen. Was ich nicht akzeptieren aber kann, dass die Leute nicht wissen, dass sie die Möglichkeit haben, zu brennen, zu partizipieren. Und das soll als Mission sein, für aber die Informationen eben zukommen zu lassen. Für uns teilt sich dafür, will ich von der Partizipationskultur geschwert tun, das Ganze an 2 große Vorlehen. Das ist ein generelles Engagement, den man über 6 Jahre am Anfang kontinuierlich immer haben, für alle Leute dazu zu incitieren, politisch zu partizipieren. Wir haben schon davon geschwärzt, wie kriegen wir die Leute
zitiert an natürlich gerade haut beim Gräsil das Fokus natürlich op net letzte bei der Inskription op der Gemeng als nächste Moment wo leider Kontakt kommen mat der Gemeng. Mir auch dat hecht e Wirsel vun aus dem Funktionament vun der Gemeng. E Populationsbüro den haut ganz oft ein echtter eng administrativ Tasch exekutéiert Leiit entgéinthelse enregistréiert an der Gemeng hinzubringen dort so, dat se echtter Conseiller sinn fir den neuen Awohner egal wenet ass. Und dat de we de man mat Formationen, Sensibilisierungen am Menge sinn ze machen, fir die Leiit dunner zu bringen, dat se sich Zeitwellen, op die Insel Bëswer vun denen Awohner, die gratis an der Gemeng installiere kommen, egal wenet ass, hin die sich richtige Informationen mat op de Weg gin, huet er wo am Ömkehrschlossgemenke an Impact dabei sind ordinäre Budget, die brauche méi Zeit fir die Erbesto können ze machen, muss man Leider stellen, an Handru muss mir ich mein, bei Meestre lachen, muss man Mufenken ze rächen an auch déifroen als alle Götten andro stellen. Äne Aktionen sind natürlich wie Journée Portoverti kann nëtze fir Leiit an Gemenge ranzekräen och dat, Well man mir oft man hunnet doch erweitert fir auch derbecht vun de Kommissionen zu präsentieren an eise Gemengen. Well auch dat Plätze wo können Leiit partizipieren, an wir wissen, dass es doch nach einem Moment geht no am 11. Juni nächstes Jahr. An der fallen man net man don Röschen schlof bis kurz vir fallen 6 Jahre drop. Nee, mir gucke vielleicht, dass man die Leute, die lo motiviert sind, noch bei der Stang behalen, gucken so Kommissionen mat ran ze kreien, wann se dann net wollten de wie so mal an de Gemengerot goen oder net gewählt gesinn, respektive einfach vielleicht locht an enger Kommission mat ze schaffen, dat se dofir die erbeg kennen, die Meigkeit kennen, weil dat das Eiserfahrung auch ganz oft wëssend leitnet, dat het die Meigkeit gëtt fir allem man gi so erklengen an mittlere Gemengen, da sitzen mir do an da gi mir Leiit sichchen fir do mat ze schaffen. Dat sind aber net unbedingt immer de motivéier, so dat sie noch net immer de den allerbechten Ideen an ich hätte eigentlich gerne mediane Experten, die man net immer am Raum hunn fir mat ze diskutieren. Den je Meinung hätte ich gerne mat daran fir das Mengpolitik am besten op dat bestimmt, das wat Leiit wirklich brauchen. Und dann eng einer Erfahrung bleiben die viele Echange formell an informell hun Stadt genannt, die darf man net vergessen. Formell natürlich organisieren man Sachen mir auch informell gerade bei kleinen mittlere Gemengen, die viel Einzelgespräche, die mir selber als Elu hun Matten Leitebausen, die viele Momente, wo mir selber op se durchgi fir se dazu zu bewegen, sich zu engagieren. Ich hun einfach einen Abfluss drauf, wie viele Leute sich auch ausschreiben gehen op Gemenge wählen, aber ich komme nur enke kurz drauf zurück. Und natürlich als Information an Kommunikation multilang. Und noch oben sind ich der Festivalstation, dass man muss man da an Nusheim zu holen als Eluen an Han frohen, wieviel der traditionell Fester ma hunn, wo man awer und reden der Pulcht trppeln, an an den gräessten Deel vun ausem Diskurs an enger Spruch als Mammespruch dem Lëtzeburgchen ofhalen. Ech awer vielleicht am Publikum e ganz großen Undeel Leiit hunn, die Keletzeburg schwätzen. Dat Techt dat doch deich bagat, dass den e muss als Elu machen. Den ass net immer einfach. Ich weiß selber, wieviel Zeit et mech kascht. Me wann de Schwester am engem Publikum en gewissen Undeel net Letzebauer hunn, an Schul Exerzis gemacht vun der Beier Meeser sinn, dat das systematisch ze machen, dann op wirklich op mansmo Fraseich riwer ze switchen, dat ich ganz ganz viel positiv Ekokrit hunn fir an allem vun den Nëttezbeier, die dann do hun Deel geholl hunn, fir dann dat Mynnerwer steckäit de Sentiment d'appartenance krit an dofir as Startups war die Menge soll am Hannerkap behalen, of an net fir eis en Erfor ass den du muss machen, an schwes stummert ofleit mech net bei jiréngem op Zostimmung stössen. Dann ist dat die spezifisch Sachen, die man nach Mächen mir hunn krcht Märt, wo man meng op de Bus schon Kontakt hätten, iwwer der Service, dats mor den du hinnnerkree, well der dawer bei wo an der Gemeng wie och meng bëssen der Region awer en Event ass wes bekannt ass. Mun er Worte vu profitéiert ja, am Fogol baséierend op die Resultate, die man Mufang hätten, die Alterskategorie, wo man wéineg Leiit hunn net Letzebauer, die sich geschrieben hunn, ze kucken mir wo fanne stech. Und da war ja dann die ganz Kategorie vun den so Schmidt 20 bis op 30, 35, 40, mit dat sind all die Kannerbar sind der Maison Relais an der Schule. Wir hat eine ältere Versammlung kürzlich mat den Ältere vun der Maison Relais. Ich noch net mein Service du hingeschickt, mich sie selber du hingegangen an hun Ende von der Reunion Reklam dafür gemacht, dass Leute sich sollen ausschreiben goen. Da waren nämlich auch relativ viel Letzebauer dabei. Und schon noch eine ganz Reihe von den Flyer schon konnte verdienen von ihrer Kampagne aus dem Ministerium
wo Leute gesagt haben, sie geben sich gerne ausschreiben. Das heißt, ich musste da sicher gehen, wo ich sie wirklich fand, an die uns positiv Wirkung gemacht. In der Richtung will man am Anfang weitergehen, noch mit der Schule nachzugucken, für darüber dann in die Älteren rundzukommen, weil aber der persönliche Kontakt an der Fett, dass ich mich selber als Élu engagieren dafür, dass die Leute mit partizipieren, möglicherweise einen Unterschied, ob ein wollt, wirklich den Marsch mehr für sich anzuschreiben oder nicht. Und ich bin Ihnen noch nicht nur von der Kampagne geschwert, ich bin Ihnen dafür geschwert, dass man so ein Relais zu stehen fort von einem Gemeng generiert wird und dass Sie gerade hinkommen, für Mat zu diskutieren über die Gestion von der Maison Relais. Und dass Sie können ja Mat dezidieren, nächstes über die Gemenge wählen, wen dort Maison Relais wie geriert. Und das war auf jeden Fall die Hand rund für einen wirklich realen Antrittsweisen zu partizipieren. Ich meine, all die anderen Sachen, das Oslo nicht Weltbewegen ist, dass man diese sowieso an ihrer Gemengen auch die Kampagne de Sensibilisation über die Réseaux sociaux pour de Wert Journée d'inscription, die auch nächstes Jahr mitmachen werden. Auch da aber immer transversal gucken, auch Fokus auf mehr Engagement von Frauen insgesamt am politischen Geschehen, auch mal dann gesehen, mit viel gesehen, mehr Junker, den noch ein bisschen mehr Platz zu gehen an als Aktionen, auch dementsprechend schon immer auf der Port de Wert dementsprechend auszurichten und noch immer en vue von den Gemengen, also der Periode haben drin mit den Kommissionen auch mehr zu schaffen, für dann noch Leute zu finden, die da mit eben können mitmachen. Ja, und dann eben die andere Sache, ich so persönliche Kontakt, ich gehe noch nach bei die Vereine, wo ich weiß, wo majoritär nicht letzte bei Membre sind. Da gehe ich selber hin und ich gucke mit den Komitee noch, für Multiplikatoren zu machen, für die ganze Demarche, für sich anzuschreiben, für sie dann noch selber denken, dafür zu überzeugen, dass es sich lohnt, Mat zu schaffen. Und das sind immer gerade am Gang in den Diskussionen mit dem Jugendhaus, an den einzelnen beratenden Kommissionen, wie man dann effektiv nur noch die ganze Sparte von 18 bis 25 mehr mobilisiert kriegen, weil die aber extrem schwer zu erreichen sind. Da geht meine Kampagne auf die sozialen Medien nicht durch, da geht noch nicht ein Video durch, die ich da posten. Ich muss mir da nicht enger fallen lassen, für die wirklich auch davon zu überzeugen, sich anzuschreiben, aber die Wahl zu machen. So, ich meine, ich schon lange genug geschwärzt, so ich merci für Ihre Aufmerksamkeit. Vielmals merci. Das geweist auch alle weitere guten Ableg für allem eben auch die Überlegungen, wie kriegen die Leute und Matmen, die nicht machen, und darauf können wir natürlich auch an den Atelieren nach als verdienen und Europa gehen. So, da sind wir auch froh, dass Schöffling sich bereit erklärt hat, auch hier gut Beispiele mit uns zu teilen. Und da gebe ich den Herrn Marc Spautz von Schlift-Frohe Schaffe von Schöffling auch als seine Überlegungen mitzuteilen zu diesem Thema. Vielmals merci. Bitte auch vielmals merci für die Invitation, dass wir die Gelegenheit kriegen, als Präsentation heute zu machen. Wir haben zu Schöffling nur die letzten Wahlen die Analyse gemacht beim Wahlresultat an der Partei übergreifend. Ich will sagen, nicht Opposition gegen Majorität, mit allen Parteien zusammen, was man muss machen, für eine große Partizipation zu kriegen. Wir haben bei unserem Wahlresultat festgestellt, dass bei den 15 Leuten, die gewählt waren 3 Frauen. Von 15, das wären dann nicht viel. Wir haben festgestellt, von ausländischen Wurzeln, aber wenn ich so Wurzeln, also nicht 3, 4 Generationen zurück, aber bei den Älteren zurück, wir auch nur 2 hatten mit einem ausländischen Hintergrund. Das hat uns dazu gefordert, dass wir unanim dezidiert haben, ein PCI zu machen, ein Plan d'Integration kommunal, wo wir da auch auf die Zusammenarbeit mit dem CEFIS eine Analyse gemacht. Wir haben eine Analyse gemacht mit über 800 Umfragen, die gemacht sind. Wir hatten da zwar mehr erhofft, aber ich muss euch sagen, die 800 zu kriegen, war aber nicht so einfach, wo auch da noch ein Dokument entstanden ist mit über 100 Seiten über all die Analysen, die gemacht sind, dass das Engagement von diesen Leuten, das für die Leute schaffen, das für die Leute leben, das, was sie interessiert in der Wirtschaft, oder was sie Männer interessiert. Und da habe ich festgestellt, und Sammy hat es für gesagt, dass ein großer Unterschied auch besteht bei den sozialen Gegebenheiten. Die einen sind mehr interessiert, Leben an einer Gemeinde teilzuholen, andere waren ganz distanziert und haben das mit klein gesehen. Wie wir die Analyse bis gemacht haben, haben wir auch Atelier gemacht. Wir haben Atelier gemacht mit den Sport- und mit den Kulturvereinen, wo wir die invitiert hatten, für bei uns zu kommen, für zu sagen, wo ihr Problem ist, wo wir festgestellt haben, der ganz großen Unterschied ist zwischen dem Sport und den Kulturvereinen, weil beim Sport ohne als ausländische Kommunitäten gibt der Sport nicht funktionieren. Bei der Kultur ist eine gewisse Distanz. Und das war auch eine von den Hauptanalysen
an dem wat man am PCI an der Bestandsabnahme gemerk hun de Spprocheproblem. Weil am Sport Regelen sind auf Portugiesisch, auf Jugoslawisch, Französisch und auf Deutsch dieselbecht. Mehr am Kulturkreis, von der Theaterspiel oder von der Sankt, dann ist der ganz großen Unterschied. Und da haben wir festgestellt, dass da viel mehr großen Nachholbedarf, was die Integration überlegt, im kulturellen Plan stattfindet, wie im sportlichen Plan. Dann haben wir auch noch eine Analyse gemacht, da haben wir mit ihnen geschwärzt, was die Jugendlichen da selber auch interessiert, und auch das alles an dem Plan aufgegangen. Dann hat uns das Ministerium mitgeteilt, der hat einen modernen Plan. Der Plan geht nicht mehr, wir machen nur den Pakt zum Zusammenleben, aber wir machen etwas Neues. Der Vorteil, den wir aber hatten, das war die Basis, den wir an der PCI, an der Analyse gemacht haben. Wir hatten nämlich auch über ein Fester geschwärzt, wo für ein Beispiel kommen als mit der Sprache, wir haben Fester für Nationalfeiertag, wir haben Fester, die ihr alle gut kennt, und dann haben wir angefangen, als Ausländerfest, wie das früher geherrscht wird, an Fest von den Kulturen umzunennen. Weil wir, wie wir ja festgestellt haben, Kulturen nicht von den Problemen waren. Aber in den Kulturfestivalen haben wir Gruppen invitiert, wir haben einen Stand gemacht. Wir hatten das Jahr auch den Bus vom Ministerium zur Platz, wenn die ganz großen Erfolg war, weil die Begeisterung war ganz groß, auch von den Gruppen, die mitgemacht haben, wie sehr an den Bus zu gehen, für auch zu gucken, wer da an dem Bus las, also die in einer nicht bestellt haben, einen Fehler, wenn sie es nicht machen. Und da haben wir die Analyse gemacht, was können wir noch nachmachen. Die Decision, die wir noch geholt haben, das ist an unsere Kommissionen, dass wir alle als Kommissionen mal dabei sind, für zu sensibilisieren. Der Vertreter vom Ministerium hat für gesagt, nächsten Samstag schon auch als Porto Vert, das bewusst bis mir spät gemacht, dass wir das für den Ministerium gesagt haben, wenn wir Menge Fälle mir noch beikommen, dass es wichtig ist, die Leute zu sensibilisieren, weil wenn die Fälle weiter weg sind, als kein so richtig interessiert, was bedeutet das. Dafür haben wir nächsten Samstag als Porto Vert, wo ich auch will so, außer dem Problem bei den Frauen, habe ich das hier gesagt, als ausländischer Matbierger, das letzte Jahr haben sie Schöffling 5.545 Leute mitgewählt. Es sind aber noch ein Potenzial von 3.200 nicht Lützebäuer, die sich nicht nachschreiben. 3.200, das ist ein enormer Schiffer, und da haben wir einen Aktionsplan gehen, wie wir da 4 gehen. Eine weitere Analyse, die wir gemacht haben bei dem Bestandsabnahme vom PCI, hat erst gesagt, das Sprachenproblem, da wir reagiert, und der Café de Langue, als Responsable davon, also heute, Jean-Paul Molitor, wo wir angefangen haben am Café de Langue, wo wir die Leute Möglichkeit geben und nicht nehmen Akkuren, die wir da ganz viel sowieso anbieten, mit das Leute auch da möglich schon sich auszutauschen, mit denen zu diskutieren. Das haben wir gemacht, für auch dort Leute können weiter zu sensibilisieren. Und zusammen mit diesem Integrationsbüro, da haben wir Gary Dietrich und am Sefis Informationsversammlungen gehalten bei unserem Personal. Am Anfang haben wir gesagt, ist das ein gutes Sache oder nicht, wir haben ganz Personal gerufen. Nicht nur die aus dem Populationsbüro, sondern auch die aus den anderen Services, ob das die Schulkommission, also ob das der Service Technik, das Service Ökologique, wo sie, ich will nicht sagen all, aber der Groß von hinten und der Versammlung mit teilgeholt hat, wo wir auch hier erklärt haben, von den Spezialisten vom CEFIS, auch vom Büro von dem Ministerium, was die Integration überlangt, was wichtig ist, also wie man Leute sensibilisieren können. Es geht nicht nur, dass 15 Politiker darüber diskutieren. Wir hätten gerne, dass die ausländischen Matdächter mitmachen. Wir müssen noch als Funktionäre, als Aushängeschilder, die daran daraus mit den Leuten zu dienen und für auch die mit zu sensibilisieren. Darauf sind noch andere Ideen entstanden. Wir schreiben noch all, wir haben mit Sigi zusammen, das war nicht eine einfache Aufgabe, wo man alles filtriert. Wen die 3.200 sind, die Generale haben noch persönlich geschrieben. Und wir probieren noch an ihrer Sprache, ich will zwar so, wir haben 108 Nationalitäten, wir bringen es nicht fertig, an 108 Sprachen zu gehen. Wir sind im Moment auf 5, das sind die Hauptsprachen, die wir festgestellt haben, die bei uns gebraucht werden, für die Leute umzuschreiben, für die Leute zu sagen, dass es wichtig ist, dass sie sich politisch engagieren und dass sie die Möglichkeit haben, sich anzudrohen, ob wir löschen, sie das am Populationsbüro oder sie das doch über Guichet.lu. Und da haben wir auch ein anderes Projekt, das wir nicht lanciert, aber das wir überholt haben von der Rasti, das wir am Écrivain Public, wir haben nochmal als Écrivain Public geschwärzt, dass die auch die Leute helfen. Bei den Administrativen, die machen, nicht nur das, was auf der Gemeinde geschieht, was sie Beamten tun, die kann helfen, aber auch bei denen, die gerne über Guichet.lu sich nachschreiben, dass sie die Möglichkeit haben, auch da die Hilfe zu kriegen, die sie brauchen, für den Weg zu machen, weil das für verschiedene Leute mehr einfach ist, für sich da können anzudrohen. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass wir bei allen Aktionen, die wir machen an der Gemeinde, dass wir von der Sprache geschwärzt gehen, und da greifen wir alle
ob als Kollege von der AStI zurück, für alles bei uns auf Französisch und auf Englisch zu übersetzen, weil wir festgestellt haben, noch bei der Info, wir hatten immer gewünscht, oh, alle hopp, Lützeburg auf Französisch geht, der dann brauchen wir nicht, wir haben auch festgestellt, dass der Besoin vom Englischen immer mehr groß geht. Und noch bei der größten Communität, die wir haben, bei unseren portugiesischen Freunden, so sind die aus meiner Generation, die sind auch an einem Frankophonen, Zweitspruch abgewusst mit die Kollegen von Lo, da war aber Englisch, die Zweitspruch, wo wir auch angefangen haben, alles da auf Englisch, mit der Hilfe von den Kollegen von der AStI zu übersetzen, ob das politische Versammlungen sind oder ob das auch Versammlungen sind, wenn wir eine neue Straße machen, wenn wir eine neue Industriezone machen, für auch da den Leuten mal ranzukommen. Und der letzte Punkt, den wir hatten für einen Monat, auch ein wenig zusammen mit dem CEFIS, wo wir ganz Integrationskommission den Multiplikatorformation gemacht haben. Weil es geht nicht nur durch zu sagen, es gibt so eine Formation, aber gerade die Integrationskommission muss aber mit einem guten Beispiel vorgehen. Und wir haben hier die Formation von Multiplikator zusammen mit dem CEFIS gemacht, wo wir auch gesagt haben, dass es darüber hinaus auch wichtig ist, dass man mehr Multiplikatoren finden, auch an den Sports- und an den Kulturvereinen, weil da dann erreicht den unserer Meinung nach am meisten. Wenn wir den Avoir auch gemacht haben, und nicht mehr Werte machen, Anfang des Jahres und die 3200 Leute, wo wir darauf hinweisen, dass sie sich nachschreiben lassen können, da wollen wir dann noch Ambassadeure nachschicken. Und das der Spruch noch. Die größte Communität, die wir feststellen, sind bei uns Portugiesen. Und dass die am Zeitsten sind, für sich anzuschreiben. Wir stellen fest bei unseren Kollegen Frankreich oder an der Belgien oder auch die aus den früheren jugoslawischen Ländern kommen, da ist ein Interesse mehr groß, für sich aktiv zu engagieren wie bei unseren portugiesischen Freunden. Und dass wir da auch noch eine spezielle Aktionen machen. Und da hatten wir auch eine Zusammenarbeit mit Radio Latina, die auch ganz gut geklappt hat. Am Kader von ihrem 40. Anniversär hatten wir bei unserem Kulturfest im Oktober einen Monat, wo darüber geschwärzt ging, und wir haben da doch noch ein am März just den Punkt, wo dann die grosse Kampagne ist, wo es darum geht, bis den 17. April so viel wie möglich Leute zu haben, für auch da noch ein Leute zu sensibilisieren, dort dran zu gehen. Ich muss auch sagen, und das ist das Positive an der ganzen Geschichte, dass das kein politischen, das ist schon ein politisches Dossier, mit das kein parteipolitischen Dossier, und dann ist bislang die 6 Jahre bei uns über Querparteien wäsch, alle Parteigrenzen wäsch, wunderbar gelernt, und das auch nicht mehr über die weiß, wenn an so einem Dossier wie den do führen könnt, für anderenfalls wird das kontraproduktiv sein, und für zu sagen, wir haben noch ein ganz groß, nicht EU-Bürgerkommunität, das ist eine chinesische Kommunität, auch da haben wir einen Ambassadeur gefunden, der mit der chinesischen Bevölkerung auch schwätzt, für denen zu erklären, wer das ist, für wählen zu gehen, und dass noch kann an einem Land, wo nicht geboren ist, wo nicht hier ist, die brauchen zwar mehr demokratische Erklärungen, für zu verstehen, wie das funktioniert, aber auch das kann ich euch sagen, das ist nicht auf der Woche gestoßen, und das ist ganz erfolgreich. Aber es geht nicht mehr, wenn wir das alle zusammen gehen, aber wenn wir das alle Guten zusammen noch wollen. Weil nicht mehr, wenn unsere Willen da ist, für die Leute zu mobilisieren, für sich anzuschreiben, bringen wir doch fertig Leute dazu zu bewegen. Weil wenn ihr seht, oh, das ist sowieso nicht wichtig, ob sie nachschreiben oder nicht, dann hat ihr ganz viel Heinz der Futti gemacht, wo einer Kollegen sich für viel mehr haben, für sie Materien zu holen. Wir wollen auf alle Fall den Weg weiter fortsetzen, und wir erzählen noch da auf die Unterstützung vom Ministerium, vom CEFIS, von der AStI und auch vom Civicol, weil auch da ist es noch wichtig, dass wir den Leuten auch die Informationen geben, die sie brauchen. Vielmals merci. Vielmals merci dem Herrn Spautz für all die Überlegungen. Ich meine effektiv die Idee von den Multiplikatoren, Ambassadeuren als ein ganz interessant. Und auch hierüber können wir noch weiter an den Atelier schwätzen. Dann haben wir auch noch als Gemeinde Straßen. Da gebe ich den Herrn Bürgermeister, den Nico Pündel, den auch reinzukommen, für eine Präsentation zu machen über die Überlegungen, wie sie zu Straßen gehen. Ich weiß nicht, über den halten. Okay. Aber weiter geht's so. So, die Damen und die Herren, wir sollen noch merci für die Invitation, die wir haben. Wir waren letztes Jahr schon dabei, wir haben als das Jahr ein paar neue Sachen evaluiert, die wir gemacht haben. Bei mir auch so, an der Marco Dorlo schon gesagt, zu Schöffling, je peux voter als gut, mais für uns ist immer ein zweiter Schritt. Wir probieren mal die Leute zu fangen,
an sie dann zu integrieren, für dass sie dann noch verstehen, für was sie sollen wählen gehen, für was das Sinn gibt, weil die meisten Leute an den Gemengen, die Ausländer, die brauchen das irgendwie nicht. Denen geht schon gut zu alles, und sie sehen ganz oft nicht an, für was sie sollen wählen gehen. Das heißt, wir probieren hin und mal für die sie an Dörfleben ranzukriegen, und da könnt ihr dann auch vom selben. Ich kann auch so mit Straße 6 von 13 Leuten am Gemengerot sind, da sind 6 Frauen, also so schlecht sind wir da auch nicht abgestellt. Café de Babel ist wirklich eine von den ganz flotten Aktionen, den Café de Lang zu Schöffling. Wir haben seit 2015, da kriegt ihr wirklich viele Leute dahin, einmal am Monat, 2 Stunden mehr in der Sowas, verschiedene Dächer, wo die verschiedenen Sprachen geschwärzt gehen. Das ist wirklich eine ganz flotte Sache. Neues Jahr war eine Aktion, Victoria Alcuri hat die auf die Beine gesagt, und das auch Wannen, da hat sich ganz viel mehr gemacht, zum Beispiel Bauernheft zu finden, Bauernbetriebe, wo dann konnte Leute hingehen, Straßen einen Tag lang am Benevolat arbeiten und dann aber Lützeburger schwätzen. Das war dort, die haben drin viel Arbeit, aber für die Möglichkeit hatten, war es ganz flott. Du haben wir am Kader vom Ukraine-Krieg schon mal die ukrainische Haus abgemacht, direkt, das ist Centre de Rencontre für Ukrainer, die eben heute zu Lützeburg gekommen sind, aber auch schon die schon mal lange da waren, für sich auszutauschen über die Situation hier im Land. Das möchte ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite für den aber die Chance, dass den durch so ein Haus viele Leute auch motiviert kriegt, weil viele Leute an so einer Situation helfen. Und sind viele Leute von allen Nationalitäten wollen sich da implizieren, wollen mithelfen, wollen Aktivitäten an dem Haus machen, gehen Sprachkuren. Das sind alles Möglichkeiten, die von Haut auf mal ein bisschen so auf den Kopf fallen. Wenn sich dabei überlegt, kann ihn sehr ganz durch, wenn wir da mal heranziehen. Klimateam zum Beispiel auch ein Team, das zu Stoßen nach Birger gemacht hat, wo wir auch wirklich viele Ausländer dran haben, die wirklich nicht die typischen Leute sind, die wir von sonst kennen, die sich dann aber, wie wir den Abruf gemacht haben, wie wir am Klimateam schaffen, die von außen rankommen sind, und wo wir dann noch so Aktionen können machen wie Repair-Café, Second-Hand-Marscheen, wo auch viele nicht typisch Straßen nach Lützeburger dann sich erweisen. Bon, Écrivain Public hat Margot schon drüber geschwärzt, und dann aber auch so Sachen wie Baby Plus, so Projekte, die man schreiben, wo junge Koppeln, die gerade älter sind, können sich darauf wenden, für Informationen zu kriegen, weil das ganz oft so, die mir zu stoßen, so sorry, weil so kommen ja ganz viele junge Familien an die Husos gehen. Wir Lützeburger Mühlen als Bomien, links jetzt die helfen, an die als weiterhelfen, während sie ganz auf der Länge. Und dann ist es immer flott, sich zu überlegen, wo können wir es da unterstützen, aber wenn sie unterstützt, dann kriegt den auch den Kontakt mit ihnen. Kannergemeinderat, also gesagt, wenn ihr seht, ich hätte gerne die 18-Jährige bis 25-Jährige, die mitmachen, ja, dann fängt ihr am besten mit einem Kannergemeinderat an, wo ihn dann schon Kanner aus dem Primärschulalter kriegt, an die interessieren sich da wirklich auch auf ihrem Niveau für politische Themen am Dorf, wo es dann hier Schulheft geht, dann hier Spielplätze, weil alles muss drauf kommen, dann dass es noch so ein Skatepark können, an. Und wenn sie schon so motiviert, dann behält sie auch noch weiter drüben. Jumelage, bon, das ist auch eine Sache, ja, wir haben immer Polen gemacht, die können aus der Ukraine Hilfe raus, da haben wir natürlich als polnische Kommunität am Dorf auch motiviert, wir werden noch gleich doch haben wir über die Gemeinde eine Kulturreise organisiert, ab Polen nach Auschwitz und Hanno sind wir über Java zurückgekommen, wo dann auch im Feiertschleit zu stoßen, aber einfach gesagt, ja, wir fahren mit und wir sind bei der Kulturreise dabei. Die Assoziationen sind natürlich mit der wichtigste Punkt für die Integration. Wenn ich da zum Beispiel als ältere Vereinigung holen, die machen immer ein riesiges Schulfest, die wollten das letztes Jahr quasi aufsuchen, weil sie nicht mehr genug Leute am Benevolat hatten. Da haben sie da über Facebook geschrieben, und da haben sie ganz viele Leute aber gekriegt, für den Tag die mitgeholfen haben. Einmal hatten sie aber 100 die mitgeholfen. Und die Leute, wenn sie bis ein Jahr dabei sind sie nur froh, dass sie dabei waren. Und dann bleibt auch ein guter Teil von denen weiter aktiv.
Manifestationen, ja, überlegen wir so andauernd, was kann man machen, für die Leute die Murven rauszukriegen. Wirklich Flotsachen sind wir machen, auf Nationalfeiertag, Rallye für als Familien durch Dorf. Da kommen sie auch, der das auch ganz gemischt ist, wirklich eine ganz flotte Aktivität. Kuffika, der das Kultur für Kanner ganz oft Sonntagsmorgens, wo dann entweder ein Theaterstück, ein Zauberer oder sonst irgendeine Manifestation, da haben wir auch. Wir hatten sie für 14 Tage, da waren immer 300 Leute, die sonntagsmorgens da hingekommen sind. Also das sind Familien mit ganz kleinen Kindern am Anfang. Das geht wirklich so bis 4 Schuljahr am Anfang. Die kommen da, die lesen das, die sichern das auch noch, und da sind sie dabei. Kirmes wie früher, also eine Manifestation war die letzte Sonntag. Auch ja, als ein Kirmes, eine alte Kirmes, die dann durch könnt, auch du gesagt, dass alle Nationalitäten vertreten sind. Mit ist das also etwas ganz Flottes, das machen wir hauptsächlich für Senioren, das auch zweimal am Monat, Dienstags Mittags, geht zusammen Giers an unserem Centre, also an unserem Centre kulturell, auch da haben wir 100 Leute. Wir haben angefangen, während Covid das nicht gelaufen. Wir laden zum Beispiel vor 75 Jahren Sohn, gehen Leute persönlich die Geburtstag und zu dem Zeitpunkt angeladen und kriegen einen persönlichen Brief, kommen essen, die sind also für nichts für dich den Tag. An eure Spanier, eine Chines, den persönlich schreibt, dass ich komme da hin, du gehst da geeiert, du kommst da wirklich viel, weil die das aber ganz flott fanden, dass sie persönlich ungeschwert gehen. Oder ich sehe eine Manifestation, die sieht darin Plage, und Plage ist zwar nicht ökologisch, aber über die ganze Summe hat man dann mitten am Dorf an einem Park dann einen Sandplatz gemacht, wo ich noch gesehen habe, dass sich ganz viele Familien, die nicht an der Vakanz waren, haben sich aber dort zurückgefunden, an immer mittags an Hundumatieren kann am Anfang viele Stunden verbraucht. Wenn ihr das alles will, also wenn ihr das alles mischt, dann muss ich paar Sachen auch hoffen, dass das klappt. Bei mir haben Service d'Integration, haben wir am Luis, aber doch hier eine Person, die sich nicht mehr Integrationsprojekte auf der Gemeindestraßen kümmert. Dass die ganzen Organisationen immer möchten, alltag sich neue Ideen noch hört, was man noch machen kann. Und dann, ja, Servicekommunikation, wenn etwas macht, dann muss die Leute doch so ein Wetter machen oder muss probieren, uns rundzukommen. Das ist eine ganz Kunst für sich, für die Leute von 18 bis 80 oder bis 90 wirklich erwischt. Da müssen auf ganz vielen verschiedenen Niveaus aktiv sein an der Kommunikation. Und wir haben noch professionelle Leute auf der Gemeinde, die sich darum kümmern. Magazin kommunal, den ja, wenn du gut gemacht hast, dann da wird noch geguckt, mit das einfach aber auch viel Arbeit, selbst eben wie sind soziale Netze do an immer Laufen zu halten, dass alle guten Agur gesetzt sind, das viel Arbeit. Hoppla hat man das letzte Jahr vorgestellt, weil wir die erste Gemeinde wären, die App hat. Hoppla ist eine Nachbarschafts-App, sie lebt noch immer ganz gut zu stoßen. Sie lebt zum Beispiel auch größtenteils auf Englisch, das Kommunikation unter den Leuten, weil sie wirklich auch von allen Nationalitäten genutzt wird, und das nicht wie Französisch mit das Englisch. Und das ist auch das, was die Schöfflinger gesagt haben, wir haben noch konsequent kommunizieren wir auf Lützeburgisch, Französisch und Englisch. Und immer, wenn wir Workshops oder Reunionen haben, immer, dass wir auch da übersetzen, die Anglophonen, und das sind die ganz Skandinavier, Russen, Chinesen, und das sind ja eine ganz Reihe. Wenn sie wissen, dass die übersetzt wird, dann kommen sie auch. Sie müssen sicher sein, dass sie, wenn sie hier kommen, noch eine Übersetzung haben. Workshops sind auch ganz flott, wenn ihr zum Beispiel den Velo hält. Der Velo mir Lützeburg oder die Straßenballfall hatte gut mit der Mentalität, wie man Velo zu fahren. Die viele Ausländer haben selber im Zweck auf die Straße gebracht. Wenn ich mal gucke, wie viele ältere Materialkanner am Velo bei der Schule fahren oder die von Straßen an Städte schaffen fahren, dann ist das ganz flott. Und die verschiedenen Kulturen, die ihn dann an seinem Dorf führt, die bringen auch neue Ideen dahin, an die, wenn ihn die ein bisschen developiert, da können wir doch eine Vielfalt, die da mit den
entsteht. Und dann, wir machen natürlich mit all den Sachen, die wie de Je peux voter und so, wir sind bei alles angeschrieben, wir machen noch bei alles mit. Wir gucken alle Hilfe, die wir kriegen, für die auch zu holen und zu nutzen, für dann schlussendlich aber möglichst viele Leute unzuschwätzen, für dann wählen zu kommen. Aber wie gesagt, sie müssen verstehen, für was sie machen. Wenn einer sagen, sie kommen wählen und kennt seine Wirtschaft nicht, wo wohnt, dann kennt doch keinen, den da wohnt, dann das funktioniert mir eigentlich nicht, dafür das wird zu einfach. Straßen, denke ich, ein bisschen an Zöllen, also wir haben 111 Nationalitäten, wir haben 10.300 Leute, die da wohnen. 61% sind nicht Lützebäuer, wir waren schon auf 63%. Und da bleiben ihnen 39, die übrig bleiben. Ich muss nachgucken, wie viel da mit der doppelten Nationalität dabei sind. Ich habe durch den Nacht mit, also 4 von denen 39%, die haben doppelte Nationalität, laufen dafür als Lützebäuer, aber dann nicht an den 61% non-Luxembourgeois. Und da sieht ein bisschen, wie es mit den Inskriptionen ist. Für das kann 719 Stück. Das dafür zum Beispiel gewesen gehen, weil irgendwo Österreich als Zweiten, das hängt wirklich davon von Wirtschaft zu Wirtschaft. Auf Österreicher sind irgendwie zu Straßen weiter nicht NRW. Wir haben aber die klassische Nationalität wie Französisch, Portugiese, Belgisch, haben wir natürlich ganz viel. Wir haben aber auch zum Beispiel viel Rumänen zu Straßen wohnen, viel Griechen und so, was da schon speziell ist. Wir haben als Slide alle guten Enke angeschrieben, die noch nicht auf der Liste waren und die Kinder sind. Und darauf sind haben wir immer 150 Inskriptionen, die sich auf den Brief hingemacht haben, weil der Woche einen flotten, also schon ein schönes Zoll war. Wir machen das Ganze dann noch ein Kehr, anfangs 2023, und die anderen dann immer ein Kehr schreiben, also will sich dann nicht aber dran schreiben gehen. Wir machen dann nochmal mega, das ist auch ganz flott, so ein Atelier pour les personnes qui ont décidé de s'engager an der Politik. Das ist eine bunt gemischte Truppe, die da auch zusammenkommen. Das ist so eine ganz flotte Aktion. Und dann wir haben für 6 Monate einen Inder zur Straße gelandet, den am Anfang ganz duer das bei alles, was Film und Foto aussah, den hat man dann durch Zufall auch direkt abgegraben. An dem schafft dann auch ganz viel, wo dann auch Video möchte, über die Gemeng, die ihn dann noch immer weise bei diesem Site, die Gemeng stellt sich vor, die Inselservice und so weiter. Und dann haben wir eben noch als überlegt, dann sind ja schon ganz viele Videos gemacht, dann sind da heute schon viel gemacht, da haben wir gesagt, wir holen nur die bekanntesten Straßener Gesichter von Ausländern, aber drehen mit denen als auch ein Video, die wir dann zur Straße laufen haben, weil dann kann den Holländer, den du auf dem Film hast, der kann den, weil das ist den Freitag so, wie immer war mehr, dass man der Büwert mit dabei sitzt und so weiter. Und dadurch probieren wir durch die noch mehr persönlich, durch den persönlichen Touch, dadurch, dass die Straßener sind, dann nach ein Leute mehr motiviert zu kriegen, dass sie das machen. Und theoretisch, wenn es klappt, da gibt es ein Video anlaufen. Das ist so. Dann, okay, weil Luisa hat noch da geht zum Beispiel um Chines, das ist ein Beispiel von einem chinesischen Herrn, dem Howard Che, den dann als Ambassadeur für die Chinesen da eine Message rübergeht.
你好 My name is Che Xinhua. I'm Chinese. I came to Luxembourg in 2009 in the telecommunication industry. So here I met my wife and she's working in a local bank. We got married in 2013. Now we have 2 kids. Both of them are studying in the local school in Strassen. I'm living in Strassen since 2019. Yes, my family and my wife, we like Strassen very much. We think the school and the Maison Relais, so they offer really good service. The school offer a very open, free environment for study. And the Maison Relais offer the best quality food and also all kinds of after-school activities. Of course, the educators are very, very friendly and they speak all kinds of language, which helps a lot. Yeah, there's so many events, yeah? So sometimes we need to choose which event to enjoy. And yeah, it's really professional and well organized. And it's helped us to know a lot of people, well integrated, yeah, I can feel it's like this. I think vote is very important, right? So by vote, we choose our leaders, and the leaders can help us present our idea to ensure our voice is heard. I know there's a lot of people still hesitate to vote. Yeah, they think to vote is not so important. Or they think to vote cannot change the world. But if I can say something to them, not everybody can change the world. But through the vote in your hand, you can change your life and your street and our community. So yeah, I would say cherish your vote and to build a better Strassen. 加油！投票关系到你我的日常生活，请到网站上注册或到市政厅注册。So, an der Doer machen wir eben eng Dosen verschiedener, also mit den verschiedenen Nationalitäten kommen eng Dosen so der Video, die wir zu stoßen, dann drehen an der Kampagne hier. Das Leid macht viele gehen. So nicht merci. Vielmals merci. So, wie der gemerkt hat, haben wir leider ein bisschen Retard an unserem Programm. Just für die Leute, die online zugeschaltet sind, das Atelier machen wir von 11:30 bis 11:01. Weil es schon verschiedene Leute, die den Atelier, den WebEx gewechselt haben, just dass jeder Bescheid weiß, 11:12 fängt das Atelier nun. Da geben wir hier aber noch ein paar Fragen am Saal holen. Online haben wir eigentlich die meisten schon beantwortet. Wenn wir noch Fragen sind, dann können die Leute die gerne stellen. Just vielleicht 2, 3 Fragen hier am Saal. Dann machen wir sehr eine kleine Evaluation an eine Pause natürlich, für dass jeder auch im Moment sich die Face kann vertrippeln. Und dann geben wir von 11:12 bis 11:01 an das Atelier nach einer Stunde diskutieren gehen. So, wer hat eine Frage, wenn ich gelüft? Wenn ich wieder mal just kurz so, wen da sitzt und wen froh sich riecht. Merci. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Carisa Delgado, responsable für Quartiers Arbeit für der ASTI. Meine Frau aus dem Ministerium. Also das ganz flott, also all Tutien, die wir de Morgen gesehen haben. Und meine Frau aus inwieweit das Ministerium Aktionen unterstützt, weil also wir hatten noch eine Idee, so ein Video zu drehen am Quartier für die Person Klee auch die Möglichkeit zu gehen zu schwätzen, auch als Multiplikateur zu nutzen für so eine Kampagne und inwiefern der MIFA uns kann unterstützen, weil das sind noch Kosten. Auch wenn ich kannst du selber machen mit meinen Telefonen noch Montagen, das ist aber viel Arbeit und voilà, das für meine Frau. Vielmals merci.
Ja, merci für die Frage. Effektiv mal auch viel von den Gemengen geschwärzt, man gibt Unterstützung über Subside für die Gemengen, auch von effektiv Gemengen konkret Projekte haben, können sie immer bei einem Demande Subside erreichen. Dasselbe gilt natürlich auch für die SPL und für die Assoziationen. Das heißt, wenn ihr ein konkretes Projekt habt, dann zeigt ihr euch zu kontaktieren, der hat euch koordinieren oder so bei uns im Internet sieht. Und da können wir gerne mal gucken, inwiefern wir euch da unterstützen können. Bonjour à tout le monde. Je suis Zaïdi, je suis résident à Didelange. Je suis en même temps membre de la CNE et président d'une association des Maghrébins. Je suis d'origine maghrébin, mais je suis italien. Moi, ma demande comme multiplicateur, qu'est-ce que je dois expliquer aux gens pour les motiver de plus? Parce que les gens, ils vont... laissons tomber les paroles, la théorie, tout ça, dans la réalité. Quels intérêts les gens ont pour aller voter? Parce que les politiciens, s'ils doivent être un numéro pour des statistiques, ou si vraiment ces politiciens, ils vont s'engager pour résoudre un peu des problèmes que les gens ils ont ici au Luxembourg, surtout le problème de logement, qui n'est pas aux 2/3 de salaire, parce que le salaire, elle doit être au moins aux 2/3 de prix de logement, parce que c'est ça le paramètre ici, et les gens, ils veulent savoir, il y en a encore beaucoup de problèmes. Le problème de logement, c'est le problème le plus senti ici, mais il y a aussi le problème d'augmentation de salaire, mais de toute façon, il y a un intérêt. Les politiciens, ils ont un intérêt. Les partis politiques, comment ils doivent s'engager? Ça, c'est une deuxième question. Les partis politiques, comment ils doivent s'engager pour recruter des candidats, parce que c'est mieux d'avoir encore des candidats d'origine étrangère, parce que c'est eux qui vont avoir la crédibilité pour être votés et pour motiver de plus les électeurs, et comment ces politiciens ils vont mettre dans leur programme politique quelque chose qui attire et qui intéresse bien ces non-luxembourgeois. Merci. Vielmals merci für die Frage. Also die Frage geht nicht vielleicht weiter und von den Herren Politiker, die hier interveniert sind, weil vielleicht in dem Herr, ob sie konkret Frage antworten, inwiefern Politiker die Sache mit abholen und nicht Sinn möchte, sich anzuschreiben, nach wählen zu gehen. Vielmals merci. Schmengen dat jo egal watreng Parteifarwin huet, an egal watreng Punkt den huet als Politik, geht drin fir der Gesellschaft, dat der Gesellschaft soll besser goen, dats ma weiterkommen. De Mann huet den Herr lo be der Strach, wat de Logement belegt. De Logement so net de Problem, den als net Lützebauer betrifft, mit de Logement als Heize Lützebusch, den gréste Problem, de wir hunn, an da sind alle guten politische Parteien, auch wenn sie nicht alle guten dieselbe Meinung darauf vertreten, aber sie sind sich eins, dass mehr muss gemerkt werden, für Logement können zu schaffen, und nicht nur Logement zu schaffen, mit abordable Wohnraum zu schaffen, für das Schiedverein, den hier am Land wohnt, Möglichkeit hat, Wohnraum zu kreieren. Da ist es natürlich, dass verschiedene politische Parteien, die man heute zuletzt bestimmt, dass auch verschiedene Ideen gehen, für in den Dossier runterzugehen. Und da war es dann nur engem individuell zu dezidieren, wer das die Meinung, wer das die Position, die man da an dem dritten Punkt besser gefällt. Das kann man nicht vorstellen, dass irgendein Politiker probiert, als ausländische Mitbürger davon zu kriegen, für mit wählen zu gehen, wenn er nicht mehr sieht, dass du, für das er Stimme gehen, man hat gerne, dass sie sich mit engagieren, weil nicht mehr, wenn wir uns zusammen alle gut engagieren, für besser Diedling, Schöffling, Stengefort, Straßen zu machen, wo wir doch fertig bringen, etwas für eine Entwicklung von der Gesellschaft zu machen, und da bringen wir doch fertig, für die Politik zu machen, die am Ende von den Bürgern alle Guten, weil das kein Politiker just für sich allein gewählt, wir haben das immer gewählt zum Wohl von den Leuten, und ich meine, dass auch Schnittverein, der möchte, aber noch mit dem Engagement, wenn den Dossier geht. Merci. Dann noch vielleicht eine letzte Frage, Herr Bonnen.
Je peux juste préciser, pardon, juste une petite chose. Vous avez posé une question sur la formation des multiplicateurs. Je voudrais quand même dire que dans la formation, on aborde la question des compétences communales en expliquant bien, point par point, dans quelle mesure la commune peut aborder tel domaine dans l'école, dans la gestion au quotidien du souci des habitants. Donc ça, c'est très concrètement pour répondre à votre question, on aborde ce point-là dans la formation des multiplicateurs. Voilà. Okay, da gibt man just die 2 Frohe von den 2 Madamen holen. Ja, und dann, ja, Bonjour tout le monde, voilà, je parle en français. Je suis la présidente de la commission d'intégration de Bousse sur la Moselle, petite commune. Voilà, j'ai une question technique, à mon avis ça va être vite vu. Je ne suis pas encore bien informée sur le sujet, j'avoue. Techniquement, en fait, quand on veut s'inscrire sur les listes, est-ce qu'il y a moyen de le faire 100% en ligne? Ja, oui, on me dit oui. Die könnte ich über mein Guichet. Merci. Oui, über mein Guichet Allo kann ich sich direkt anschreiben, muss ich natürlich Luxtrust Access holen und da kann ich die Marche ganz online machen über mein Guichet Allo. Danach eine letzte Frage, wenn es klappt. Bonjour, Edouard Massette, je suis conseillère communale à la ville de Luxembourg et je voulais revenir sur la question des langues ou de la langue qui a été abordée par différentes intervenants. Et pas plus tard qu'hier soir au Claye, où il y avait aussi une réunion avec la présence de 2 bourgmestres et un remplaçant de bourgmestre, la question de la langue a été évoquée comme un frein à une participation politique, une participation plus importante des non-luxembourgeois. Et pour la petite histoire, donc, je suis conseillère communale depuis 1 an et précisément, parce que j'ai dû remplacer un collègue et ma plus grande crainte est précisément que je ne maîtrise pas suffisamment la langue luxembourgeoise. En un an, j'ai fait des progrès. Je peux être ici sans avoir besoin d'interprétation. Et voilà, je suis toujours mal à l'aise avec cette question de la langue. Et ce que je constate, et ça me fait du mal, c'est qu'il y a des personnes non luxembourgeoises qui n'avancent pas, qui se disent « moi j'aimerais bien participer plus, moi j'aimerais bien peut-être être candidat, j'aimerais bien peut-être m'engager à un autre niveau dans ma commune, mais je ne parle pas luxembourgeois. » Et j'entends ça très fréquemment et ça me fait mal au cœur parce que les vocations, soit en politique, soit en milieu associatif, ne poussent pas comme des champignons. Donc ma question au bourgmestre présent serait qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider ces personnes à dépasser cette peur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les dire, écoute, avance, on va t'aider? Moi, j'ai la chance de pouvoir m'offrir un prof de luxembourgeois privé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, ma question est, qu'est-ce qu'on ne fait pas encore? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'insaisissable, qu'on n'arrive pas encore à mettre les mains dessus et voilà. Okay. Merci beaucoup. Oui, merci pour cette question. Wir wollen darauf antworten, ob der Madame hier Überlegung. Hanna, de Mikro aus, Andron aus dem Mikro. Merci. Also das ja, also das ist ein ganz spannend eng froh, die für alle meist auch als politische Parteien immer für eine Herausforderung gestellt, aber auf beide Seiten. Das nicht nur auf der Seite von den Nicht-Lützeburger, mehr auf der Seite von den Lützeburger, die bei mir engagiert sind. Ich habe einen konkreten Fall, auch bei mir an der Gemeinde, ich habe am Kader von der Gemeindewahlen ja, Leute von europäischen Institutionen, die alle mehr, ich meine, andere Gemeinden, die mir nur in der Stadt sind, die haben die Erfahrung schon echt gemacht, mir zu stellen, wir machen es dann noch. Ich kriege Leute, die bei mir schon in Sektion kommen, die nicht mehr Englisch schwätzen. Mal kein Französisch mehr. Und ich muss die integrieren mit Generationen, die schon in meiner Sektion haben,
die schon bis mir fortgeschreit sind am Alter, für die primär, man hat Grundspengen auf der Markt reveriert hat, von Französisch geschwert, also ich Spruch an. Ich muss nur einen Spagat machen. Können wir nur machen, das ist eine Herausforderung. Ich habe die Responsabilität für mich geholt, für dann zu versichern, dort zu vermitteln zwischen den Einzelnen, für die Gruppe aber zu animieren. Mit das extrem schwer. Und ich meine, die Frage von der Spruch, die muss man an der fassen. Das ist aber ein kruzial Frage an dem Ganzen. Den einfachste wäre es natürlich, Leute zu encouragieren, Lützeburg zu lehren, für mit zu partizipieren. Das geht aber in der Praxis nicht immer, weil das hängt auch ein bisschen davon ab, was für Kompetenzen ich mitbringen. Soll ich da nur ausschließen und politisch zu partizipieren, weil er vielleicht nicht die Kompetenzen mitbringt, für den Lützeburger Spruch zu lehren. Dann froh, ich an den Raum stellen. Aus meiner Erfahrung heraus merke ich, bei verschiedenen Leuten, die wollten sich engagieren, als da den Hürden, die sie nicht gepackt haben und die sich dadurch verloren. Die ich zwar nach den Erfolg gemacht und probieren, ob sie durchzugehen, aber ich habe Member noch bei mir an der Sektion, die den Erfolg nicht konnten machen. Und ich meine, denen noch keine Reproche. Aber das ist effektiv eine Frage, die man uns muss stellen. Und dann natürlich, wenn man eine Etappe wie weit geht wie dir, an einen Gemengerat, geht aber hauptsächlich plötzlich kommuniziert. Und das ist dann aber natürlich auch für die Leute eng hört. Wir sind aber der Meinung, wir müssen da, jeder muss da stehen auf die Stür gehen und versichern, beide Positionen zu verstehen. Und ihr seht ja am Anfang das beste Beispiel. Die so für ein Jahr hat noch mehr Schwierigkeiten. Heute sitzt er ohne Kopfhörer, auch von dir schon Französisch ausgedrückt wird, die versteht einfach alles, was ich plötzlich so. Und ich meine, das ist ja schon eine gute Piste, aber in Richtung kann gehen. Und das meine ich, ich auch gemerkt, eigentlich helfen meist ja, weil alle gute Gegenseitig, egal, auf was für einer Seite mal gerade stehen, wir sind ja bereit zu helfen. Und da müssen die Leute dann gucken, da aufzuhelfen, wo sie stehen. Und das geht aber trotzdem, und fand ich gut, dass du geschwärzt hast, als das die Herausforderung. Und das was ich ja drunter auch gemeint habe, ich habe wesentlich Sachen reduziert, was ich gesagt habe. Auch ich als Élu, also es geht nicht, meiner Meinung nach geht es nicht, dass ich einfach eine Informationsversammlung in eine Richtung organisieren, wo ich da so, okay, ich just, nicht just, aber schon eine Übersetzung garantiert. Ja, das ist richtig. Wir haben aber auch ganz viele andere Occasionen, wo ich als Bürgermeister, Chef, Conseiller gefragt, dass wir wieder zu suchen. Ja, da passen sich ganz oft just der Majorität an Lützeburg. Weil das doch für mich mir einfach ist. Ich meine, ich bin noch nicht mehr ein Mensch. Meine Kompetenzen sind, die kennt mich nicht mehr, ich bin Physikproval, aber es gibt einen Grund, dass ich Physik studieren gegangen bin. Wenn ich stärker in einem Spruch gewesen wäre, hätte ich in eine andere Richtung angeschlagen. Mir ist das aber ein Challenge für mich. Ich für mich, ich war getroffen und gesagt, okay, ich gucke durch den Saal und ich gesehen, ich bin am Gang, mit dem Diskurs anzufangen. Da sind 2, 3 Leute, die fangen an, unruhig zu gehen, die verstehen mich nicht. Also, wir sind irgendwann am Diskurs ein bisschen noch auf Französisch rüber, nicht integral. Aber ich probiere an den Spagat hinzukriegen, für mich auch nicht die ganze Zeit wiederholen, weil das ist auch furchtbar. Weil das packen die anderen nicht, die zwei Sprachen verstehen. Also das ist eine Herausforderung da. Wir sind aber der Meinung, dass es als Responsabilität, dass aber auch die das umzugehen und das auch mit einer gewissen Gelassenheit. Und nicht so ein Fehler. Das ist mir aber auch relativ egal, weil ich so, ja, da sind ich ein gutes Beispiel dafür, dass in sich das kann trauen zu machen. Und dass in sich nicht so die Hand verstoppen. Auch von der nicht die Rede, dass die großartig präpariert, das mich machen nicht. Aber wir hatten schon Situationen, da warst du nicht präpariert, da bin ich mir bewusst gehen, dass die Leute für runter die Englisch schwätzen. Und dass die letzte Kehr, wo du wirklich ein bisschen längeren Dialog auf Englisch geschwärzt hast, vielleicht 3, 4 Jahre her oder die zur Zeit von der Uni, auch für den Rest hat sich darauf reduziert, Profil an das Kino gucken zu gehen und an der Vakanz dein Essen zu bestellen. Und dann debrouillierst du dich aber. Und dass man an einer Stadt, das ist mein erster Punkt, endlich zu Lützeburg eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln mit dem Multilinguismus. Und da kommen wir bei dem Schulsystem, da muss man als Leute natürlich nicht die ganze Zeit am Schulsystem dadurch pengen, weil sie einen Spruch nicht perfekt schwätzen, sondern sie encouragieren, benutzt Sprachen als Instrument für Führung zu kommen, einfach durch zu verständigen. Das ist ja egal, ob Grammatik oder Orthographie stimmt, wenn ihr versteht, was ich so. Und umgedreht doch. Und so könnt ihr dann ein Gemengenrat sein, so könnt ihr dann in Kommissionen sein, so könnt ihr dann könnt ihr für mich auch an der Partei sein. Und da sind viel Ängste, die da drin sind, die Fragen, die da sind die Bemol nicht mehr da, um eine gewisse Aisance für das Ganze zu machen und das Ganze ein bisschen mehr Labor gesehen. Und da ist viel von meiner Position drin, und trotzdem, solange bis wir da kommen, muss neben Leute aus den Élus für mich an der Position, dass sie couragiert genug sind, einfach so, okay, ich stehe nur dafür, ja, ich mache Fehler, ich bin ein Mensch.
méi dann hëll als Beispiel traut du dich och. Merk du et och van der Schrift. Well du kannst se doch machen, jitré kann net machen. Merci. So, vielmals merci. Dietmar lebt, wir können leider kein frohe mehr holen. Die sieht man sind ein bisschen just mit der Zeit. Das ganze Evenement hat natürlich als gefilmt gehen, er hat nur auch online gesagt. Die Personen, die als online zugeschaltet sind, denen sollen wir auch vielmals merci. Die hat den Webex-Link geschickt für das Atelier. Sonst melde ich über den Chat meine Kollegin aus dem Gang, das Ganze zu verlieren, für die noch keinen Link geschickt haben. Ihr alle vielmals merci, dass ihr schon hier an der Pläne wart. Wir hatten eine Pause von einer gut 10 Minuten und da geben wir uns an den Saal für eine Stunde mit ihnen zu diskutieren an den Atelier. Merci.